Fass mich nicht mit deinen schmutzigen Händen an, Freundchen. Der Mann lachte und stieß Urs Keller vor dem Zürcher Hauptbahnhof. Noch gestern besaß er die halbe Stadt. Er ahnte nicht, dass 2 kleine Mädchen mit einem Notizbuch am Begriff waren, sein Schicksal zu wenden. Die Holzbank knarrte, als Urs Keller sich auf sie fallen ließ. Sein Anzug, derselbe, den er erst vor 3 Morgen bei der Unterzeichnung des größten Vertrages seines Lebens getragen hatte, war nun mit Ölflecken, Staub und etwas Dunklerem, das er lieber nicht benennen wollte, befleckt. Seine Hände zitterten, nicht vor Kälte. Vor ihm brüllte der Hauptbahnhof in seinem ewigen Treiben. Trams überquerten das Kopfsteinpflaster, Schritte hallten, Koffer rollten, Hunderte von Menschen gingen vorbei, ohne ihn zu bemerken. Niemand hielt inne, niemand fragte. Für die Welt existierte Urs Keller nicht mehr. Er schloss die Augen. Für einen Augenblick roch er neues Leder und importierten Kaffee. Der Geruch seines Büros, das nicht mehr seins war, ließ ihn die Augen wieder öffnen. Da war nur graues Kopfsteinpflaster und eine Taube, die Krümel zu seinen Füßen pickte. Urs Keller, Präsident der Keller, Steiner AG, flüsterte er wiederholend, als ob das Aussprechen seines eigenen Namens ihm etwas zurückgeben könnte. Es gab ihm nichts zurück, er griff in seine Innentasche. Die goldene Uhr war noch da. Er hatte sie vor Jahren von seinem Vater erhalten, der sie wiederum von seinem Vater bekommen hatte. Ein kleines Vermögen auf dem Markt, sagten die Experten. Nun, auf dieser Bank sitzend, war sie nichts weiter als ein Stück Metall, das er nicht für einen Kaffee eintauschen konnte. »Entschuldigen Sie, eine Münze?« Eine müde Stimme näherte sich. Urs hob die Augen. Ein alter Mann mit einem abgetragenen Mantel reichte ihm eine leere Tasse. Der alte Mann sah ihn an. Er sah ihn wirklich an. Er sah ihn genau an und ging dann weiter, ohne etwas zu verlangen. Da verstand Urs die wahre Tiefe seines Falls. Selbst die bettelten nicht mehr bei ihm. Ein Lachen zerschnitt die Luft. »Das kann doch nicht wahr sein. Urs, bist du das?« Urs Körper spannte sich an, bevor sein Geist die Stimme verarbeiten konnte. Er kannte sie nur zu gut. Philipp Sutter näherte sich der Bank mit diesem Lächeln, das Urs jahrelang mit Loyalität verwechselt hatte. Ein makelloser italienischer Anzug, eine neue Uhr am Handgelenk, zurückgekämmte Haare, als könnte nichts auf der Welt sie durcheinander bringen. Und an seiner Seite, Arm in Arm, leise über einen kürzlichen Witz lachend, Eva, Urs Frau, oder die bis vor 2 Nächten Urs Frau gewesen war. »Eva«, murmelte er, das Wort brannte ihm auf der Zunge. Sie sah ihn an wie einen Sack auf der Straße. Weder Hass noch Mitleid, nur Unbehagen. »Philipp, lass uns gehen«, flüsterte sie. »Wir kommen zu spät zum Mittagessen.« Aber Philipp rührte sich nicht. Er zog sein Handy aus der Tasche, richtete es auf ihn. »Warte, Eva, das muss die Welt sehen.« Er lächelte und zeigte die Zähne. Der große Urs Keller, der Mann, der mir sagte, dass ich ohne ihn nichts sei. »Sieh dich jetzt an, mein Freund. Sieh dich nur an.« »Philipp, genug!« Urs Stimme klang heiser, kaum wiederzuerkennen. »Genug!« Philipp lachte laut und klar. »Wie oft hast du genug gesagt, als ich dich bat, mir zuzuhören? Wie oft hast du mich vor dem Verwaltungsrat zum Schweigen gebracht? Erinnerst du dich?« »Ich erinnere mich, Urs. Ich erinnere mich an jedes Mal. Einige Passanten blieben stehen. Andere zogen ebenfalls ihre Handys heraus. 3 oder 4 Teenager bildeten einen Halbkreis ein paar Schritte entfernt. »Das ist Keller«, hörte man einen murmeln, der aus den Nachrichten von gestern. Der alles verloren hat. Derselbe. Sie haben ihn aus dem Verwaltungsrat geworfen. Die Frau hat ihn noch in derselben Nacht verlassen. Urs senkte den Kopf. Nicht aus Scham, sondern aus etwas Schlimmerem. Aus der Bestätigung, dass nichts mehr privat war, nichts mehr ihm gehörte, nichts ihn mehr schützen würde. Philipp hockte sich vor ihn, nahe genug, dass das Handy beide Gesichter einfangen konnte. »Ich habe es dir gesagt, Urs. Ich habe es dir 1000-mal gesagt. Ohne Sutter gibt es keinen Keller. Du dachtest, du seist das Genie. Und sieh dich an, auf einer Bank sitzend mit Flecken auf dem Sakko. Weißt du was? Ich werde etwas Gutes für dich tun.« Er zog eine Münze aus der Tasche, eine einzige. Er ließ sie neben Urs abgetragenem Schuh auf den Boden fallen. Die Münze prallte 2-mal auf dem Kopfsteinpflaster ab. »Für deinen Kaffee«, sagte Philipp und stand auf. »Genieße den Rest des Tages, mein Freund.« Eva ging bereits weiter, ohne sich umzublichen. Philipp folgte ihr, zeigte ihr das aufgenommene Video. Beide lachten. Einige Neugierige folgten ihnen, gespannt, wer dieser gefallene Millionär war. Ein Teenager ging an der Bank vorbei und filmte Urses Gesicht, ohne anzuhalten. Ein anderer sagte, »Wie schade für Sie, Herr Keller«, und ging weiter. Eine junge Frau näherte sich, nur um ein Foto mit ihm am Hintergrund zu machen, und ging lachend mit ihrer Freundin. Urs Keller, der noch vor 3 Nächten 9-stellige Verträge unterzeichnet hatte, blieb allein auf der Bank sitzen und blickte auf die Münze am Boden. Er hob sie nicht auf, nicht aus Stolz, sondern aus etwas Tieferem. Sie aufzuheben hätte bedeutet,
zu akzeptieren, dass dies der neue Maßstab seines Wertes war. Er schloss die Augen wieder. Diesmal erlaubte er sich, schlecht zu atmen, tief und schlecht, als ob etwas in seiner Brust still zerbrochen wäre. Männer fallen. Was zählt ist, wer sich nähert, wenn sie am Boden liegen. Bis an diesem Morgen hatte Urs Keller geglaubt, dieser Gedanke sei nur ein schöner Satz. Er stand kurz davor zu entdecken, dass es die einzige Wahrheit war. Herr, die Stimme war klein, so klein, dass Urs zuerst dachte, er bilde sie sich ein. Herr, Sie sind traurig. Er öffnete die Augen. Vor ihm stand ein kleines Mädchen mit lockigen Haaren und einer kleinen Haarschleife. Es sah ihn mit diesen riesigen Augen an, die nur Kinder haben, wenn sie noch nicht wissen, dass die Welt zerbricht. Neben ihr, identisch, ein weiteres, dasselbe Kleid, dieselbe kleine Haarschleife, derselbe Blick. Die Zwillinge waren sehr klein, hielten sich an den Händen, das eine etwas größer als das andere, das eine stiller, das andere drückte ein abgenutztes, mit Klebeband bedecktes, an den Ecken gefaltetes blaues Notizbuch an die Brust, so oft war es geöffnet und geschlossen worden. »Ich bin in Ordnung, Kinder«, brachte Urs hervor. Seine Stimme war brüchig. »Geht bitte zu eurer Mutter.« »Aber er weint«, sagte das erste Mädchen und neigte den Kopf. »Ich weine nicht.« Doch, er weint«, beharrte das zweite mit dieser freundlichen Hartnäckigkeit, die nur ehrliche Kinder haben. »Mami sagt, wenn jemand so leuchtende Augen hat, weint er innerlich.« Urs spürte, wie etwas, das in ihm seit langer Zeit, noch vor seinem Fall, verhärtet war, wirklich zu zerbrechen begann. »Wie heißt ihr?« fragte er, mehr um das Zittern in seinem Hals zu unterdrücken als aus Neugier. »Ich bin Lia«, sagte die mit dem Notizbuch. »Ich bin Mia«, sagte die andere. »Aber alle verwechseln uns«, fügte Lia hinzu. »Mami nie«, korrigierte Mia. »Mami weiß es immer.« Beide nickten gleichzeitig mit derselben Ernsthaftigkeit. Urs lächelte, ohne es zu merken. Zum ersten Mal seit 72 Stunden. Es war ein kleines, zerbrechliches Lächeln. Fast ein Krampf, aber es war ein Lächeln. Lia, die mit dem Notizbuch, trat einen Schritt vor, steckte eine Hand in ihre Kleidertasche und holte etwas heraus. Ein Erdbeerbonbon mit leicht zerknitterter Verpackung. »Nimm, damit du nicht mehr traurig bist.« Urs sah das Bonbon an, dann das Mädchen, dann wieder das Bonbon. Bis zu diesem Morgen bestand seine Welt aus 9-stelligen Zahlen, wasserdichten Verträgen und Unterschriften, die Tresore öffneten. An diesem Morgen bot ihm ein kleines Mädchen ein Erdbeerbonbon an, weil sie dachte, er sei traurig. Es war bei weitem das teuerste, was ihm jemand in seinem ganzen Leben gegeben hatte. Es dauerte einen ganzen Augenblick, bis er seine Hand ausstrecken konnte, um es entgegenzunehmen. Als er es tat, berührten sich seine Finger mit Lias Fingern. Klein, warm, leicht klebrig. »Danke«, flüsterte er. »Danke, Lia.« »Wenn du mir nicht dankst«, protestierte Mia stirnrunzelnd. »Auch dir, Mia, danke. Das Bonbon gehörte uns beiden«, erklärte Mia, nun zufriedener. »Wir wollten es teilen, aber du bist trauriger als wir.« »Kinder!« Die Stimme, die nun die Luft zerschnitt, war nicht grausam. Es war eine Frauenstimme, eine Mutterstimme, und sie trug alle Töne mütterlicher Angst in sich, wenn ein Kind an einem öffentlichen Ort wegläuft. »Lia, Mia, kommt sofort her!« Eine Frau rannte auf die Bank zu. Putzuniform, rote Hände vom kalten Wasser, hastig zusammengebundenes Haar, ein müdes Gesicht, das den Tag schon lange vor den anderen beginnt. Die beiden Mädchen drehten sich sofort um und sagten zusammen mit der perfekten Unschuld dessen, der das Problem nicht versteht: »Mami, wir haben ihm nichts getan. Wir haben ihm nur ein Bonbon gegeben.« Die Mutter erreichte die Bank, außer Atem. Sie nahm die Hand jedes Zwillings mit ihren beiden Händen, eine auf jeder Seite, und schützte sie mit ihrem ganzen Körper. Erst dann hob sie die Augen, um den Mann auf der Bank anzusehen, und blieb ganz still stehen. Urs sah sie auch an. Für einen Augenblick atmete die Frau nicht. Ihre Hand spannte sich auf Mias Schulter an. Etwas in ihren Augen zuckte, wie wenn ein starker Wind durch ein geschlossenes Haus fegt. »Entschuldigen Sie, Herr«, sagte sie schließlich und senkte den Blick. Die Mädchen wollten sie nicht stören. »Sie haben mich nicht gestört«, erwiderte Urs mit immer noch heiserer Stimme. Es herrschte Stille, zu viel Stille. Die Frau zögerte noch einen Moment, um ihn anzusehen. Nur eine Sekunde, aber diese Sekunde sagte mehr als jedes Wort. »Komm, meine Lieben, Mami muss zurück zur Arbeit.« »Aber Mami«, begann Lia jetzt. »Kind, bitte.« Die Mutter drehte sich um und zog sanft an den kleinen Händen. Die Zwillinge folgten ihr ohne Widerrede, aber Lia drehte sich ein letztes Mal um. Sie hielt das blaue Notizbuch an die Brust. Sie hob es ein wenig an, als wollte sie es zeigen, als wollte sie sich damit verabschieden. »Mami«, sagte sie plötzlich und blieb stehen. »Mami, er ist der vom Bild.« Die Mutter erstarrte mitten ihrem Schritt. »Wie sagst du, mein Schatz?« »Der vom Bild, Mami«, den Papa gezeichnet hat. Mia nickte dahinter mit derselben Ernsthaftigkeit wie zuvor. »Er ist es, Mami. Es ist dasselbe Gesicht,
Die Frau in der Putzuniform schloss die Augen für eine Sekunde, nur eine. Als sie öffnete, war ihr Gesicht verhärtet von etwas, das kein Zorn war. Es war Angst, aber eine tiefe, alte Angst, die sie gut kannte und die nun direkt vor ihr auf einer Bank mit Flecken auf dem Sakko saß. »Komm«, sagte sie fast stimmlos. »Kommt jetzt, Kinder.« Sie zog beide gleichzeitig und entfernte sie schnell. Aber Lia stolperte in der Eile. Das blaue Notizbuch glitt ihr aus den Armen. Es fiel offen auf das Kopfsteinpflaster, die Seiten zeigten ihren Inhalt. »Mein Notizbuch. Später, Kind, ich kaufe dir ein anderes. Aber es ist von Papa. Ich sagte später.« Die Mutter trug sie fast weg. Mia sah über ihre Schulter zu Urs und formte stumm die Lippen. »Es tut mir leid.« Und sie verschwanden in der Menge. Das Notizbuch blieb offen auf dem Boden liegen. Urs Keller, dessen Atmung sich verändert hatte, stand von der Bank auf. Es fiel ihm schwer. Seine Beine schmerzten, als hätte er sie seit Jahrhunderten nicht bewegt. Er ging die 3 Schritte, die ihn vom Notizbuch trennten, und bückte sich, um es aufzuheben. Die offene Seite hatte eine Bleistiftzeichnung, gemacht mit der festen Hand eines Erwachsenen, der zeichnen konnte. Ein Mann mit Anzug und Krawatte, rundes Gesicht, müde Augen. Urs Gesicht. Unter der Zeichnung in kleiner, sorgfältiger Schrift hatte jemand geschrieben: »Der Mann, der mir das Leben gerettet hat. Eines Tages werden meine Töchter ihm für mich danken.« Und unter dem Satz ein Datum, ein sorgfältig geschriebenes Datum. Ein Datum, das Urs Keller sofort erkannte. Es war das Datum jenes Morgens, vor vielen Jahren, als ein unbekannter junger Mann an seine Tür geklopft und um Arbeit gebeten hatte. Nur 2 Menschen auf der Welt hätten dieses genaue Datum kennen sollen. Einer war er, der andere war vor Jahren spurlos verschwunden. Niemand hatte je wieder etwas gehört, kein Brief, kein Anruf, nichts. Seine Hände begannen wirklich zu zittern, nicht vor Kälte, nicht vor Hunger, sondern vor etwas viel Älterem. »Das kann nicht sein«, flüsterte er. Er blätterte eine Seite um und noch eine und noch eine. Es gab weitere Zeichnungen, weitere Sätze. Einer davon, am Rand mit derselben sorgfältigen Schrift geschrieben, hatte nur 5 Wörter. »Wenn mir etwas zustößt, Sutter.« Urs spürte, wie sich das Kopfsteinpflaster unter seinen Füßen bewegte. Er hob die Augen zur Menge. Er suchte in der Menge. Er sah die Putzuniform, die sich dem Seiteneingang des Bahnhofs entfernte, die beiden Kleinen, die rannten, um ihre Mutter einzuholen. Bis vor 5 Minuten hatte Urs Keller geglaubt, alles in seinem Leben verloren zu haben. Er hatte gerade entdeckt, dass er jahrelang nicht gewusst hatte, was er wirklich verloren hatte. Urs stand unbeholfen auf. Seine Knochen schmerzten, aber er hielt das Notizbuch mit beiden Händen, wie jemand, der den einzigen Hinweis hält, der ihm am Leben noch bleibt. Er ging zum Seiteneingang. Der ganze Bahnhof roch nach billigem Kaffee und kaltem Metall. Die Leute sahen ihn mit dieser Mischung aus schnellem Mitleid und stärkerer Eile an. Niemand hielt inne. »Warten Sie«, murmelte er, »bitte warten Sie.« Aber die Frau in der Uniform war bereits in einem der Servicegänge verschwunden. Diese Gänge, die normale Leute nicht bemerken, die hinter Türen liegen, die niemand benutzt. Urs trat ohne Erlaubnis ein. Ein Beamter sah ihn. Er rief ihm etwas zu. Urs hörte nicht zu. Er ging mit dem Notizbuch fest an die Brust gepresst, als wäre es ein kleines, heiliges Stück, das zerbrechen könnte, wenn er es losließ. Er kam an einem Serviceraum vorbei, einem leeren Putzwagen. Die Frau war nicht da. Er ging einen weiteren Gang entlang, noch einen, und dann hörte er die Stimme. »Mami, aber warum rennen wir?« Es war Mia. Urs erkannte sie sofort, weil Mami sagte: »Kind«, aber der Herr war traurig. »Kindchen, hör gut zu, sprecht nie wieder mit Fremden. Habt ihr verstanden? Bitte, bitte, seht mich an. Niemals.« Die Stimmen kamen aus einem kleinen Raum, am hinteren Bereich, eine halb geöffnete Tür. Urs näherte sich langsam. Die Frau kniete vor ihren beiden Töchtern, richtete Lias schiefe Schleife, ihre Hände waren rot, ihr Gesicht war vom Tag müde. Die Mädchen nickten mit dieser kindlichen Ernsthaftigkeit, die tiefer ist als jeder Schwur. Urs blieb an der Tür stehen. »Frau«, sagte er mit gebrochener Stimme. Sie stand auf, als hätte sie einen Donner gehört. Sie stellte sich zwischen Urs und die Mädchen, mit beiden Händen nach hinten ausgestreckt, um sie zu schützen. »Gehen Sie hier raus«, sagte sie. Die Stimme war leise, aber eisern. »Gehen Sie jetzt. Ich möchte Ihnen das nur zurückgeben.« Urs hob das Notizbuch. »Ihre Tochter hat es fallen gelassen. Lassen Sie es dort und gehen Sie.« »Frau, bitte. Ich habe gesagt, gehen Sie.« Ihre Hände zitterten. »Bitte, bitte, kommen Sie nicht näher.« Urs legte das Notizbuch auf einen alten Stuhl neben der Tür. Die Zwillinge sahen ihn hinter den Beinen ihrer Mutter an. Lia streckte ihren Kopf hervor, hob eine kleine Hand, als wollte sie sagen: »Hallo nochmal.« Die Mutter zog sie sanft zurück. »Diese Zeichnung«, murmelte Urs. »Diese Zeichnung bin ich.
Sie schloss die Augen für einen Augenblick. Als sie öffnete, war kein Zorn in ihren Augen, sondern Angst. Eine müde, alte Angst, die sie gelernt hatte, jeden Tag wie eine schwere Tasche zu tragen. »Bitte«, sagte sie, fast flehentlich jetzt, »bitte ziehen Sie sie nicht da rein. Es sind Kinder. Es sind nur Kinder. Reinziehen in was, Frau?« Sie öffnete den Mund, schloss ihn, legte eine Hand auf die Stirn, atmete ein. »In was auch immer Sie hier tun«, sagte sie. »In was auch immer Sie hierher gebracht hat. Ich habe nichts damit zu tun. Meine Töchter haben nichts damit zu tun. Ich arbeite, putze und gehe nach Hause. Nichts weiter. Ich suche nichts, Frau. Ich suche nur. Frey.« Die Stimme, die das Gespräch unterbrach, kam vom Gang, schwer, kalt. Eine Frau erschien am Türrahmen. Grauer Supervisoranzug, Ausweis um den Hals hängend. Ein trockenes Gesicht, das Härte zum Beruf gemacht hatte. »Frey«, Lena zuckte zusammen, bevor sie sich umdrehte. »Ja, Frau Meyer. Was macht dieser Herr am Servicebereich?« »Nein, Frau Meyer, Sie unterhalten sich mit Kunden während der Arbeitszeit. Muss ich Ihnen die Regeln noch einmal erklären?« »Nein, Frau Meyer, es ist nicht.« »Und Sie haben die Kinder hier drin, Frey?« »Ich habe Ihnen letzte Woche gesagt, Kinder gehören nicht in die Servicebereiche. Wir haben darüber gesprochen.« Die Zwillinge kuschelten sich aneinander. Mia lutschte am Daumen, etwas, das sie seit Monaten nicht getan hatte. Lia starrte auf den Boden. »Frau Meyer, ich hatte heute niemanden, bei dem ich Sie lassen konnte. Meine Nachbarin wurde krank. Das ist nicht mein Problem, Frey. Mein Problem ist, dass Sie hier sind, um zu arbeiten. Und wenn Sie das nicht können, warten 100 Frauen draußen.« Urs spürte, wie etwas von seinem Magen bis zum Hals aufstieg. Es war kein Hunger, es war etwas anderes. Etwas, das er sich nicht erinnern konnte, jemals gefühlt zu haben. Die Wut, Zeuge einer kleinen, grundlosen, häuslichen Grausamkeit zu sein. »Entschuldigen Sie, Frau.« »Und Sie?« Frau Meyer drehte sich zu ihm um, als sähe sie ihn zum ersten Mal. »Sie gehen jetzt hier raus. Dies ist ein Sperrgebiet. Passagiere haben keinen Zutritt.« Sie musterte ihn von oben bis unten. Der fleckige Anzug, die unpolierten Schuhe, der 3-Tage-Bart. »Und wir haben genug mit denen, die draußen schlafen müssen.« Die Köpfe, einige Neugierige lugten hervor. Leises Lachen, Gemurmel. »Frau«, beharrte Urs, seine alte Stimme etwas wiederfindend. »Ich habe dieser Frau nur etwas überreicht. Ihre Tochter hatte es fallen gelassen. Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen, Herr. Ich habe Ihnen befohlen zu gehen.« Lena gab Urs ein blitzschnelles Zeichen mit den Augen. Nur eine Geste. Aber Urs verstand. »Gehen Sie bitte. Gehen Sie jetzt.« Urs wich einen Schritt zurück, dann noch einen. Aber bevor er die Tür durchquerte, hörte er eine neue Stimme. Eine Stimme, die er nur zu gut kannte. Eine Stimme, die 5 Minuten zuvor eine Münze auf das Kopfsteinpflaster fallen gelassen hatte. »Aber was haben wir denn hier?« Philipp Sutter stand am Türrahmen, die Hände in den Taschen seines italienischen Anzugs, dieses Lächeln, das niemanden mehr täuschte und das er dennoch wie eine Trophäe zur Schau stellte. »Urs Keller am Putzraum«, sagte er und hob die Stimme, damit es bis ans Ende des Ganges zu hören war. »Ich hab's gesagt, mein Freund. Ich hab dir gesagt, du würdest lernen, wo dein Platz ist. Und sieh dich an, du hast schon angefangen.« Frau Meyer sah ihn mit neuer Neugier an. Lena wich einen Schritt zurück. Die Zwillinge klammerten sich an die Uniform ihrer Mutter. Philipp trat unaufgefordert in den Raum. Er richtete sich ein, als gehörte ihm alles. »Und Sie, Frau?«, sagte er zu Frau Meyer in professionellem Ton und zog eine Visitenkarte aus der Brieftasche. »Ich weiß Ihre Arbeit zu schätzen. Ich bin jetzt der neue Verwaltungsratspräsident der Keller, Steiner AG, oder wie auch immer sie jetzt heißen mag. Dieser Mann, den Sie dort sehen, repräsentiert nichts mehr. Wenn er erneut private oder öffentliche Gebäude betritt, die mit uns zu tun haben, rufen Sie mich persönlich an. Ich werde wissen, was zu tun ist. Entschuldigen Sie, Herr. Sie sagen, dass dieser Herr versucht, sich an einfachen Leuten zu vergehen. Er ist ein Gefallener, verstehen Sie? Ein Gefallener kann gefährlich sein, besonders mit Frauen und kleinen Mädchen.« Lena erbleichte. Philipp sah Urs in die Augen. Und diesmal verschwand das Lächeln. Diesmal war es etwas anderes. »Ich verspreche dir eines, Urs. Und das verspreche ich hier vor allen, damit du später nicht sagen kannst, ich hätte es dir nicht gesagt.« Er zog sein Handy heraus, aktivierte das Video. »Ich werde dafür sorgen, dass dein Name verschwindet. Ich werde nicht aufhören, bis die letzte Zeitung dieses Landes schreibt, dass du nie existiert hast. Und wenn du glaubst, deine Rettung würde von einer Putzfrau mit ihren 2 kleinen Töchterchen kommen, irrst du dich tiefer, als du dich bereits geirrt hast. Hast du mich gehört, mein Freund? Tiefer.« Er schaltete das Video aus. Er steckte es weg. »Einen schönen Tag noch, Frau Supervisorin.« »Guten Tag auch, Frau Frey.« Und er ging. Im Raum herrschte eine seltsame Stille, die Art von Stille, die nach einem Donner bleibt. Frau Meyer sah Lena mit zusammengekniffenen Augen an, dann Urs, dann das blaue Notizbuch auf dem Stuhl. »Frey.« »Ja, Frau Meyer.« »Beenden Sie Ihre Schicht und gehen Sie vor dem Verlassen durch das Personalbüro.
Frau Meier, bitte, beenden Sie Ihre Schicht. Frau Meier ging. Urs stand da und wusste nicht, wohin mit sich. Lena hob das Notizbuch mit blitzschnellen Händen auf. Sie nahm die Mädchen an die Hand. Gehen Sie, bitte, ich bitte Sie, um meiner Töchter willen. Und sie verließ den Raum durch die andere Tür, ohne sich umzublichen. Urs blieb allein in diesem fensterlosen Räumchen zurück. Der Geruch von Desinfektionsmittel, das gelbe Licht der Glühbirne, ein Stuhl und nichts weiter. Er verließ den Bahnhof wie ein Schlafwandler. Die Sonne schlug ihm gnadenlos ins Gesicht. Er überquerte das Kopfsteinpflaster, ohne zu wissen, wohin er gehen sollte. Philipps Münze lag nicht mehr auf dem Boden. Jemand hatte sie aufgehoben. Für einen anderen. Er setzte sich wieder auf die Bank. Dieselbe Bank, er hatte keinen anderen Ort, an den er gehen konnte. Er hatte nichts. Er schloss die Augen. »Sohn, ich habe dir einen Kaffee gebracht.« Urs öffnete langsam die Augen. Ein alter Mann stand vor ihm. Er trug einen alten Flanellmantel, eine dunkle Mütze und hielt 2 Pappbecher Kaffee in den Händen. Sein Gesicht war von der Sonne gezeichnet, seine blauen Augen sehr hell und ein kleines, müheloses Lächeln. »Er ist noch heiß. Ich habe ihn gerade gemacht. Nimm ihn. Ich weiß, du wirst ihn mir nicht abnehmen. Deshalb sage ich, er ist schon gemacht. Wenn du ihn nicht nimmst, muss ich ihn wegwerfen. Und ich werfe Kaffee nicht gerne weg.« Urs nahm den Becher entgegen. Er verbrannte ihm ein wenig die Finger. Es war eine ehrliche Wärme. »Danke«, murmelte er. »Herr Wiss, zu Diensten.« Der alte Mann setzte sich ans andere Ende der Bank, ohne um Erlaubnis zu bitten, aber auch ohne einzudringen. »Ich habe den Kiosk am Seiteneingang. Ich bin seit 40 Jahren an diesem Bahnhof. Ich habe viele Leute kommen und gehen sehen, aber wenige Dinge wie heute.« Urs trank einen Schluck. Der Kaffee war einfach, schlecht gemacht heiß. Es war der beste Kaffee, den er seit Jahren getrunken hatte. »Herr Wiss, Sie müssen mir nichts erklären. Ich weiß, wer Sie sind, Herr Keller.« Urs hob langsam die Augen. »Ich kannte Ihren Vater«, sagte Herr Wiss und blickte zu den Trams. »Vor vielen Jahren, als er noch jung war und jeden Morgen hier vorbeiging. Er war ein guter Mann, Ihr Vater, mit beiden Beinen auf dem Boden. Haben Sie viel geerbt?« »Zu viel, schätze ich. Manchmal, mein Sohn, ist es das größte Unglück, das einem Mann widerfahren kann, viel zu erben, weil man glaubt, die Welt gewinnt sich von selbst und man vergisst, dass man sie gewinnt, indem man geht, langsam geht, die Leute grüßt.« Urs nickte. In der Stimme des alten Mannes lag eine sanfte Autorität, die er nie wieder in seinem Leben zu hören erwartet hatte. »Herr Wiss, sagen Sie mir, mein Sohn, diese Frau Frey, kennen Sie sie?« Herr Wiss lächelte ein wenig, ein müdes Lächeln, ein Lächeln dessen, der viele Dinge weiß, die er nicht sagt. »Ich kenne sie gut, seit sie mit 2 Babys the Pirft am Arm und roten Augen vom Schlafmangel in diese Stadt kam. Und ich kannte auch vor Jahren, vor ihr, einen jungen Mann, der jeden Morgen hierher kam, um ein Buch zu lesen, bevor er an die Türen der großen Firmen klopfte. Ein junger Mann mit einem blauen Notizbuch immer in der Hand. Klingt das Notizbuch bekannt, Herr Keller?« Urs spürte, wie seine Hand am Kaffee zitterte. »Herr Wiss, dieser junge Mann hieß Daniel. Daniel Frey.« Der Name fiel auf die Bank wie ein Stein, der in stilles Wasser geworfen wurde. Urs Keller erinnerte sich sofort. Er erinnerte sich mit einer Klarheit, die er seit Jahren nicht mehr gehabt hatte. Ein Morgengrauen vor langer Zeit. Sein neues Büro, seine neue Firma, alles neu. Ein schlanker, schlecht gekleideter, aber sauberer junger Mann stand an der Tür, ein blaues Notizbuch unter dem Arm. »Guten Morgen, Herr Keller. Ich weiß, ich habe keinen Universitätsabschluss, aber ich bin gut mit Zahlen. Ich bitte Sie nur um eine Woche. Wenn ich Ihnen nicht nütze, gehe ich ohne Widerrede.« Urs hatte ihm die Tür geöffnet. Eine Woche. Dieser junge Mann entdeckte in einer Woche einen Berechnungsfehler, der dem Unternehmen 3 Monate Verluste ersparte, dann 2 Wochen, dann 2 Jahre, dann 10. Daniel Frey wurde sein vertrauenswürdiger Buchhalter, der die Bilanzen unterschrieb, der wusste, wo jeder Franken war, bis zu dem Morgen, an dem er nicht zur Arbeit kam. Die ganze Firma sagte, er hätte Geld mitgenommen, murmelte Urs, mehr zu sich selbst als zu Herrn Wiss, dass er ein Betrüger sei, dass er undankbar sei. »Und Sie haben der Firma geglaubt, mein Sohn? Haben Sie Philipp Sutter geglaubt, der es als erster in jeder Besprechung wiederholte?« Herr Wiss trank langsam von seinem Kaffee, wie jemand, der Zeit hat. »Und warum haben Sie geglaubt?« Urs schwieg. Er suchte die Antwort. Er fand sie nicht. »Weil ich nicht mehr über diesen jungen Mann nachdenken wollte«, sagte er schließlich. »Weil es mir wehtat. Weil es einfacher war, ihn zu hassen, als ihn zu vermissen. Das, mein Sohn, das habe ich in Ihrem Alter auch verstanden. Aber ich bin jetzt alt und habe etwas gelernt. Es ist gut, es jetzt zu wissen, bevor es zu spät ist.« Was? Dass fast immer der Mann, der am meisten darauf besteht, einen anderen zu beschuldigen, derjenige ist, der sich am meisten verstecken muss.
Urs schloss die Augen. Herr Wiss stand auf, legte seine Hand kurz auf Urses Schulter und ging zurück zu seinem Kiosk. Bevor er ging, sagte er noch etwas. »Wenn Sie wollen, mein Sohn, können Sie heute Nacht am kleinen Raum hinter dem Kiosk schlafen. Ich habe ihn seit Jahren nicht benutzt. Es gibt eine saubere Matratze und einen Schlüssel. Der Schlüssel gehört Ihnen, bis Sie entscheiden, was Sie tun wollen. Herr Wiss, sagen Sie noch nichts. Setzen Sie sich einfach hin, trinken Sie Ihren Kaffee und öffnen Sie dieses Notizbuch. Sehen Sie es sich genau an. Die wichtigen Dinge sieht man nie beim ersten Versuch.« Und er ging. Urs trank und öffnete das Notizbuch. Die erste Seite enthielt eine kleinere Zeichnung. Ein bescheidenes Haus, 2 aneinander geschobene Kinderbetten, eine Frau auf einem Stuhl, die 2 Babys gleichzeitig hielt. Darunter ein Satz. Meine ganze Welt in einer einzigen Umarmung. Die zweite Seite enthielt Zahlen. Reihen und Reihen von Zahlen, Konten mit Additionen und Subtraktionen. Auf den ersten Blick sahen sie aus wie Schularbeiten für größere Kinder, aber Urs, der seit 30 Jahren Bilanzen las, sah sofort, was sie wirklich waren. Es waren Bankbewegungen, verschleierte Bewegungen, kodiert mit kleinen Summen, die für sich genommen nichts bedeuteten, aber zusammen Muster bildeten. Muster von Überweisungen, Muster von Parallelkonten. Das Unternehmen hatte vor Jahren einen Verdacht auf eine große Unterschlagung gehabt. Urs erinnerte sich an die Prüfung, erinnerte sich an die Wochen der Überprüfung, erinnerte sich, dass nichts Eindeutiges gefunden wurde. Daniel Frey hatte etwas gefunden und es dort in einem kindlichen Notizbuch geschrieben, wo niemand es jemals suchen würde. Die dritte Seite enthielt ein mit Klebeband befestigtes Foto. Ein Foto von Daniel, jung, lächelnd, neben Lena stehend. Ihre Hände waren noch nicht rot. Er hatte diesen Ausdruck eines Mannes, der die gesamte Zukunft zum ersten Mal sieht. Und am Rand des Fotos, handschriftlich gekritzelt, ein weiterer Name, eine weitere Warnung, FL, Panama-Konten. Wenn mir etwas zustößt, ist alles dort. Urs spürte, wie ihm kalter Schweiß über den Rücken lief. Er blätterte zur 4., 5. und 6. Seite um. Auf der 7. befand sich ein gefalteter, kleiner Brief, sorgfältig geschrieben. »Für meine Töchter, für wenn sie groß sind und wissen wollen, warum Papa nicht da war.« Urs schloss das Notizbuch. Er hatte kein Recht, das zu lesen. Er verweilte lange, blickte auf das Kopfsteinpflaster, beobachtete die vorbeigehenden Menschen, dachte über Dinge nach, über die er noch nie nachgedacht hatte. Wie Philipp nach Daniels Verschwinden mehr Verantwortung übernommen hatte. Wie Philipp in den folgenden Jahren zum unverzichtbaren Mann geworden war, wie Philipp vor 2 Nächten bei der Verwaltungsratssitzung die falschen Beweismittel präsentiert hatte, die manipulierten Verträge, die erfundenen E-Mails, die Urs den illegalen Empfang von Geldern nachwiesen, wie Eva, seine Frau, die ganze Zeit, ohne dass er es bemerkt hatte, mit Philipp in Restaurants zu Mittag gegessen hatte, wie er jahrelang ein Mann in einem Käfig ohne Gitterstäbe gewesen war. Urs Keller legte den Kaffee auf die Bank und stand zum ersten Mal seit 72 Stunden auf. Er dachte nicht daran, was er verloren hatte. Er dachte daran, was er tun musste. Diese Nacht schlief er in dem kleinen Raum hinter dem Kiosk, wo Herr Wiss ihm eine saubere Decke und eine Glühbirne mit Schnur gelassen hatte. Die Matratze roch nach Feuchtigkeit, war aber trocken. Für Urs war es ein Palast. Er schlief nicht viel. Die meiste Zeit verbrachte er mit dem Notizbuch auf seinen Knien, Daniels Codes entschlüsselnd. Die kleinen Summen waren Daten, die Produkte waren Beträge. Die Subtraktionen zeigten Abgänge an. Jede Zeichnung der Mädchen, zwischen den Seiten versteckt, verbarg darunter einen Zahlencode. Daniel war brillanter gewesen, als Urs es jemals zu schätzen gewusst hatte, und er war viel loyaler gewesen. Als er den kleinen Raum verließ, begann der Morgen gerade erst. Die Stadt roch nach Bäckerei und kaltem Autoabgas. Urs ging zum Kiosk. Herr Wiss war bereits da und öffnete die Zeitungsbündel. »Haben Sie geschlafen, mein Sohn?« »Genug. Und was werden Sie tun?« »Ich muss mit Frau Frey sprechen, aber zuerst brauche ich einen Gefallen. Einen Anruf bitte.« Herr Wiss reichte ihm das alte Telefon des Kiosks. Urs wählte eine Nummer, die er seit 3 Tagen nicht gewählt hatte. Eine Nummer, die nicht mehr ihm gehörte, die er aber auswendig kannte. »Klaus, guten Tag«, antwortete es beim zweiten Klingeln. »Wer ist das?« »Ich bin's, Klaus.« Stille. Dann ein Atemzug. »Urs, wie schön zu hören, dass du lebst. Ich habe dich 1000-mal angerufen. Ich habe die Nummer gewechselt. Klaus, ich muss dich heute sehen. Urs, ich habe dir vom ersten Moment an geglaubt. Wenn du einen Anwalt brauchst, ich brauche den besten Anwalt, den ich kenne, und den ältesten Freund, den ich habe. Ich brauche beides. Aber mehr noch, ich muss dich noch eines glauben lassen. Nur noch eines, Klaus. Sag. Daniel Frey hat nie etwas gestohlen. Philip Sutter hat ihn begraben. Und ich kann es beweisen. Klaus zögerte 3 Sekunden mit der Antwort. Aber als er es tat, wusste Urs, dass er einen Verbündeten hatte.
Sag mir, wo du bist. Ich komme sofort. Urs legte auf. Herr Wiss lächelte. Kaffee, mein Sohn. Bevor er kommt. Kaffee, Herr Wiss. Aber diesmal lade ich ein. Das ist die erste gute Nachricht, die ich seit Jahren höre. Dr. Klaus Baumann kam 30 Minuten später an. Er war ein älterer Mann als Urs. Kahlköpfig, etwas fülliger, mit diesen funkelnden Augen der Anwälte, die sich in unmögliche Fälle verlieben. Er trug eine abgenutzte Ledertasche und ein eisernes Lächeln. Er setzte sich auf die Bank neben Urs. Also, erzähl mir alles und fang von vorne an. Urs begann von vorne, er erzählte von Daniel vor Jahren. Er erzählte vom Verschwinden. Er erzählte, wie Philipp die Version des Betrugs etabliert hatte. Er erzählte vom Verwaltungsrat vor 3 Nächten, von den E-Mails, denen er selbst geglaubt hatte. Er erzählte von der Münze auf dem Boden und zeigte ihm das Notizbuch. Klaus blätterte langsam jede Seite um. Seine dicken, professionellen Finger zitterten nicht, aber sein Gesicht veränderte sich allmählich. Als er die Seite mit den Panama-Konten erreichte, hob er die Augen. Urs, ja, wenn das, was da steht, wahr ist, geht es nicht nur um die Wiederherstellung deines Unternehmens. Das ist Gefängnis für Philipp Sutter. Ich weiß, aber es ist auch sehr gefährlich. Wenn Philipp all das getan hat, bewegt er bereits Dinge, Konten, Dokumente, Zeugen. Deshalb muss ich mich schnell bewegen. Du brauchst jemanden innerhalb. Jemanden, der die Bewegungen am Notizbuch mit den offiziellen Aufzeichnungen bestätigen kann. Ich habe jemanden. Wer? Daniels Frau. Sie muss mehr wissen. Sie muss wissen, wo Daniel ist. Klaus zögerte einen Augenblick. Urs, wenn sie mit ihren Töchtern verschwunden ist und nicht mit dir sprechen will, gibt es einen Grund. Und der Grund könnte sein, dass sie es auch nicht weiß. Es könnte sein, dass sie all die Jahre geglaubt hat, ihr Mann sei freiwillig gegangen. Urs spürte einen Schlag irgendwo in seinem Inneren. Dann verdient sie es, die Wahrheit vor allen anderen zu erfahren. Du hast recht, aber du kannst nicht so hingehen wie gestern. Nicht mit fleckigem Anzug, nicht mit Verzweiflung. Du wirst als Urs Keller gehen, der Mann, den ihr Mann respektierte. Und du wirst bitten, nicht fordern. Klaus zog sein Telefon heraus. Ich bringe dir saubere Kleidung. Ich bringe dich in ein Hotel, damit du dich duschen kannst. Und in der Zwischenzeit beginnt mein Team, das Notizbuch zu überprüfen. Klaus, sag mir, Philipp hat überall Kontakte. Sei vorsichtig. Ich bin Anwalt, seit Philipp Sutter noch nicht wusste, wie man Schuhe bindet. Mach dir keine Sorgen um mich. Du machst dir nur um eines Sorgen, dass du mit dieser Frau als Mann sprichst. Als Mann, Urs, ohne italienischen Anzug, ohne Schreibtisch, ohne etwas, das dich von ihr trennt. Urs nickte. Während Klaus telefonierte und die Operation organisierte, blickte Urs zum Bahnhofseingang. Er dachte an Lena, er dachte an Lia und Mia und dachte zum ersten Mal ehrlich an Daniel Frey, an das Gesicht, das dieser junge Mann an seiner Tür gehabt hatte, an die Art, wie er Herr sagte, ohne Unterwürfigkeit, nur mit Respekt, an die Male, die er bis spät abends geblieben war, um fremde Bilanzen zu korrigieren, an den Tag, an dem er lächelnd gesagt hatte, Herr Keller, meine Frau bekommt Zwillinge. Wie Urs an diesem selben Tag nicht von seinen Papieren aufgesehen hatte, um ihm zu gratulieren. Er hatte nur gesagt, wie schön Daniel, und hatte weiter unterschrieben. Urs Keller, auf einer Bahnhofsbank sitzend, verstand, dass er jahrelang ein reicher Mann gewesen war, aber viel länger, als er wusste, ein armer Mann gewesen war. Am selben Nachmittag, bereits mit sauberer Kleidung, kehrte Urs zum Bahnhof zurück, nicht zur Bank, sondern zum Seitengang, wo er wusste, dass Lena nach Beendigung ihrer Schicht herauskommen würde. Herr Wiss sah ihn vorbeigehen und gab ihm ein kleines Nicken. Ruhig, mein Sohn, ruhig. Urs wartete 1 Stunde, fast 2. Er atmete jedes Mal tief ein, wenn jemand vorbeiging, der nicht sie war, und dann erschien sie. Lena kam mit ihrer Tasche über der Schulter heraus, die Zwillinge an jeder Hand. Alle 3 eilten mit der Hast von Menschen, die kein Geld haben, um einen Bus zu verpassen. Die Mädchen sahen Urs vor ihr. Das ist der Herr vom Bonbon, Mami. Mami, er ist es. Lena blickte auf und blieb fast abrupt stehen. Sie drückte die kleinen Hände ihrer Töchter, rannte aber nicht weg. Diesmal nicht. Herr Keller, Frau Frey, ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen sich fernhalten. Ich weiß, und ich bitte um Verzeihung. Urs zog etwas aus der Tasche, reichte es ihr. Es war ein einziges, 4-mal gefaltetes Blatt, eine fotokopierte Seite aus dem Notizbuch. Ich bin nicht gekommen, um Sie zu stören. Ich bin gekommen, um Ihnen das zu geben. Sie nahm es nicht. Es ist die Seite mit den Zahlen, fuhr er leise fort. Daniel hat Beweise hinterlassen. Beweise dessen, was Philipp Sutter getan hat. Ich habe geglaubt, was Philipp mir vor vielen Jahren über ihren Mann gesagt hat. Und deshalb trug ihr Mann die ganze Zeit einen Namen, der ihm nicht zustand. Lena atmete sehr schnell. Ich bitte Sie, Frau Frey, lassen Sie mich reparieren, was ich kaputt gemacht habe. Nicht für mich, für Daniel.
Die Zwillinge blickten zu ihrer Mutter auf, ohne zu verstehen. »Mami, was ist los?« »Mami, der Herr ist wieder traurig.« Lena hockte sich vor ihre Töchter. Sie richtete ihre kleinen Schleifen einzeln. Sie küsste jede auf die Stirn. »Meine Lieben, Mami wird 2 Minuten mit dem Herrn sprechen. Bleibt hier an der Wand stehen, ohne euch zu bewegen. Versprecht ihr es mir?« »Ich verspreche es dir, Mami.« »Ich verspreche es dir, Mami.« Lena stand auf. Sie ging 3 Schritte von den Mädchen weg. Urs folgte ihr. »Sprechen Sie schnell und klar mit mir, Herr Keller, denn meine Töchter verdienen es nicht, dass ihre Mutter wieder auf der Straße weint. Daniel hat nichts gestohlen. Das wusste ich schon. Ich weiß es seit 5 Jahren. Ich wusste es in der Nacht, in der er nicht nach Hause kam. Ich wusste es, weil mein Mann unfähig war zu stehlen. Aber die ganze Firma sagte das Gegenteil. Ihre Firma. Sie haben das Gegenteil gesagt. Und niemand hörte einer jungen Frau mit 2 Babys zu, die schrie, dass ihr Mann unschuldig sei. Niemand. Urs zerbrach etwas in seinem Inneren, etwas, das bereits sehr zerbrochen war und noch ein wenig mehr zerbrach. Ich habe Philipp geglaubt, und das ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben getan habe. Haben Sie geglaubt, oder hat es Ihnen gepasst, es zu glauben? Urs senkte den Kopf. Beides, Frau. Zum ersten Mal sah Lena ihn ohne Angst an. Sie sah ihn mit einer sauberen, langen, alten Wut an. Mein Mann hat sie respektiert. Er hat sie wie einen Vater respektiert. Als er mit der Nachricht von der ersten Beförderung nach Hause kam, sagte er mir, »Lena, er ist ein guter Mann. Er ist nicht so, wie Sie sagen. Er ist nur ein müder Mann.« Das sagte er mir. Und ich glaubte ihm. Deshalb habe ich, als Sie vom Betrug sprachen, gelacht. Ich lachte aus purer Wut. Aber meine beiden Töchter lachten nicht, Herr Keller. Meine beiden Töchter wuchsen auf, ohne zu wissen, wo ihr Vater war. »Wissen Sie, wo er ist, Frau?« Lena schloss die Augen. Als sie öffnete, entwich eine Träne an der Schläfe. Sie wischte sie nicht weg. »Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es seit 5 Jahren nicht. Haben Sie keinen Kontakt? Einen Brief, Herr Keller, einen einzigen. Er kam 4 Monate nach seinem Verschwinden. Ohne Absender stand nur 3 Sätze darin. Mir geht es gut. Sucht mich nicht. Passt auf das blaue Notizbuch auf. Eines Tages wird jemand danach kommen.« Urs legte die Hand auf die Brust. »Ich habe 5 Jahre gewartet, Herr Keller. 5 Jahre lang Böden geputzt, um meine Töchter zu ernähren. 5 Jahre, ohne zu wissen, ob mein Mann lebt. 5 Jahre lang geglaubt, dass die Dinge sich ändern würden, wenn jemand nach dem Notizbuch käme. Frau Frey, nennen Sie mich noch nicht beim Vornamen. Das muss man sich verdienen. Sie haben recht. Entschuldigen Sie. Ich werde Ihnen einmal glauben. Nur einmal. Wenn Sie mir beweisen, dass dieser Mann, dieser Sutter, wirklich für das bezahlen wird, was er meiner Familie angetan hat, helfe ich Ihnen. Aber wenn das ein Spiel ist, wenn das eines Ihrer Geschäfte ist, wenn Sie, die Reichen, Ihr Gesicht mit der Geschichte einer Putzfrau mit 2 Töchtern reinwaschen, dann sage ich Ihnen nur eines. Sagen Sie es mir, dass Sie heute aus meinem Leben verschwinden und nie wiederkommen, nicht einmal zu diesem Bahnhof, denn ich schwöre Ihnen, meine Töchter werden nichts mehr wegen eines Mannes wie Ihnen verlieren. Urs nickte. Ich gebe Ihnen mein Wort, Frau Frey. Und ich weiß, mein Wort ist nicht mehr das, was es einmal war, aber diesmal werde ich es bis zum Ende verteidigen. Lena atmete tief ein. Sie sah ihre Töchter an, die still wie kleine Soldatinnen warteten. Sie sah Urs noch einmal an. Gut, was brauchen Sie? Ich brauche Sie, um in Ihrem und Daniels Namen vor der Presse, vor dem Verwaltungsrat, vor Philipp Sutter zu sprechen. Wann? In 3 Tagen. In 3 Tagen arbeite ich Doppelschicht. Ich übernehme Ihre Schicht, Frau, wenn Sie es mir erlauben. Lena zögerte. Ich nehme keine Geschenke an. Es ist kein Geschenk. Es ist verspätete Gerechtigkeit. 5 Jahre. Es herrschte eine Pause, eine sehr lange Pause. Und dann sagte Lena etwas, das Urs nicht erwartet hatte. Ich werde Sie um eines bitten, Herr Keller, dass Sie, wenn alles vorbei ist, ob Sie gewinnen, ob Sie verlieren, was auch immer passiert, meine Töchter nicht mehr mit demselben Gesicht ansehen, mit dem Sie sie jetzt ansehen. Warum? Weil Sie sie ansehen, als wären Sie Ihre Rettung. Und meine Töchter sind niemandes Rettung. Es sind nur 2 Mädchen, und sie müssen als Mädchen leben. Urs nickte langsam. Dieser Satz würde ihm für immer in Erinnerung bleiben. Sie haben recht, Frau. Ich werde Sie nicht mehr so ansehen. Gut, danke, Lena. Sie korrigierte ihn diesmal nicht. Sie ging zurück zu ihren Töchtern, nahm sie an die Hand und sie verschwanden in der Menge zum Bus. Urs blieb mitten auf dem Kopfsteinpflaster stehen, seine Atmung seltsam, spürte, dass er zum ersten Mal seit vielen Jahren auf etwas zuging und nicht vor etwas floh. Noch am selben Abend, in Dr. Klaus Baumanns ausgeliehenem Büro, saß Urs vor 3 Computerbildschirmen. Klaus hatte seinen Neffen, einen jungen Finanzanalysten namens Fabian Moser, hinzugezogen, der den Ruf hatte, versteckte Bilanzen lesen zu können wie andere die Zeitung. Fabian hatte das Notizbuch neben der Tastatur offen liegen. Daniels Zahlen, kodiert mit kleinen Summen, wurden nun mit den offiziellen Bewegungen der Konten der Keller Steiner AG der letzten 10 Jahre abgeglichen.
Onkel, sagte Fabian ohne aufzusehen. Das ist exquisit. Exquisit. Der das geschrieben hat, war ein Genie. Schau mal hier. Jede Zeichnung eines Mädchens, die I am Notizbuch erscheint, jede Blume, jede Sonne, jedes kleine Haus, markiert eine Transaktion und die Position der Unterschrift der Zeichnung gibt dir das ungefähre Datum an. Es ist ein System. Und was habt ihr gefunden? Wir gleichen noch ab, aber auf den ersten Blick gibt es ein klares Muster. In regelmäßigen Abständen, über mindestens 10 Jahre hinweg, wurden kleine Beträge von verschiedenen operativen Konten auf ein Zwischenkonto überwiesen. Dieses Zwischenkonto überwies dann den Gesamtbetrag auf ein Konto in Panama. Auf wessen Namen lautet das Panama-Konto? Fabian lächelte. Ein Lächeln ohne Freude, professionell. Auf den Namen einer Scheinfirma, deren formelle Inhaber 2 panamaische Anwälte sind. Aber der endgültige Begünstigte, rate mal, Philipp Sutter. Philipp Sutter. Klaus fuhr sich mit der Hand über den kahlen Kopf. Er war seit 30 Jahren am Beruf, aber selbst er bekam einen Schauer. Urs, das ist riesig. Das ist sehr viel Geld. Wie viel? Fabian tippte etwas ein. Er wartete und nannte dann eine Zahl. Urs schloss die Augen. Die Zahl, die aus Fabians Mund kam, war fast identisch mit dem Betrag des letzten großen Vertrags, den Urs vor 3 Tagen unterzeichnet hatte. Der Vertrag, der Höhepunkt seines Berufslebens gewesen war. Derselbe Betrag, Franken für Franken über 10 Jahre hinweg summiert, war aus seiner Firma in Philipps Tasche geflossen. Klaus, sag mir, das ist nicht nur Gefängnis. Ich weiß, das ist Wiedergutmachung, das ist vollständige Rückzahlung. Das ist, Urs stockte mitten am Satz. Er suchte das Wort, er fand es. Das ist die Gelegenheit, einer Frau die 5 Jahre zurückzugeben, die ihr genommen wurden. Fabian blickte auf. Herr Keller, ich habe Ihnen noch etwas zu zeigen. Sagen Sie, auf der letzten Seite des Notizbuchs, unter dem Abschluss der Codes, befindet sich eine weitere Kontonummer. Ein persönliches Konto auf den Namen Daniel Frey. Und dieses Konto wurde von Daniel vor 5 Jahren, 2 Monate vor seinem Verschwinden, eröffnet. Es hat ein aktives Guthaben und hatte vor 3 Monaten eine Bewegung. Urs setzte sich am Stuhl aufrecht. Eine Bewegung? Eine kleine internationale Überweisung. Ein monatlicher Unterhalt auf dieses Konto, der dann an lokalen Geldautomaten abgehoben wird. Lokal wo? Fabian drehte den Bildschirm. In einer Küstenstadt am Norden des Landes vor 3 Monaten. Und davor noch eine. Und davor noch eine. Jeden Monat. Jahrelang. Ohne Ausnahme. Klaus und Urs schwiegen. Eine Person betrieb dieses Konto weiterhin. Daniel Frey, murmelte Urs. Er lebt. Fabian nickte. Er lebt nicht nur. Er versucht seit Jahren, Monat für Monat, jemandem Geld zu schicken. Aber das Begünstigtenkonto wurde vor 4 Jahren per Gerichtsbeschluss geschlossen. Geschlossen von wem? Von der Staatsanwaltschaft. Als Philipp Sutter den angeblichen Betrugsprozess gegen Daniel Frey einleitete, das Geld blieb in der Schwebe. Daniel hat es geschickt, aber es ist nie in die Hände seiner Frau gelangt. Urs Keller legte beide Hände auf den Tisch und atmete tief ein. 5 Jahre. Ein Mann, der sich Monat für Monat versteckt, versucht seiner Familie Geld zukommen zu lassen. Geld, das nie ankam. Eine Frau, die Monat für Monat Böden putzt, um zu überleben, ohne zu wissen, dass der Vater ihrer Töchter aus der Ferne immer noch versuchte, sie zu unterstützen. Klaus, sag mir, morgen bei der Pressekonferenz werde ich nicht nur Philipp anprangern. Ich werde live fordern, dass die Behörden den Fall Daniel Frey wieder aufnehmen und alles freigeben, was heute noch blockiert ist. Urs, das ist alles oder nichts. Klaus, ich habe nichts mehr zu verlieren. Aber es gibt eine Frau, die viel wiederzugewinnen hat. Und 2 Mädchen, die es verdienen, dass ihr Vater nach Hause zurückkehrt. Dr. Klaus Baumann sah seinen langjährigen Freund an. Er hatte ihn als Millionär gesehen. Er hatte ihn als Ruinierten gesehen. Aber heute Nacht sah er ihn zum ersten Mal ganz. Gut, Urs, alles oder nichts? Fabian lächelte. Ich bereite alles vor. Namen, Konten, Daten, Bewegungen. Bis morgen Mittag haben Sie eine Akte, die internationale Schlagzeilen machen wird. Urs blickte auf das offene blaue Notizbuch auf dem Tisch, Daniels sorgfältige Handschrift, die kleinen Zeichnungen von Lia und Mia, vermischt mit den Zahlen, die die Ränder der Wahrheit füllten. Ein Mann hatte die Liebe zu seinen Töchtern zum Geheimcode der Gerechtigkeit gemacht, und dieser Mann existierte noch irgendwo. Urs schloss das Notizbuch vorsichtig. Herr Wiss sagte heute etwas, murmelte er. Er sagte, die wichtigen Dinge sieht man nie beim ersten Versuch. Herr Wiss hat recht, erwiderte Klaus. Und wichtige Männer auch nicht. Die Pressekonferenz wurde für den nächsten Tag um 11 Uhr morgens auf den Stufen des Hauptgebäudes der Keller Steiner AG einberufen. Klaus hatte die nötigen Anrufe getätigt. Die Presse war aus Neugier gekommen. Urs Keller, der gefallene Millionär der Münze auf dem Boden, kündigte eine öffentliche Erklärung an.
Wenige glaubten, dass er etwas Wichtiges zu sagen hätte. Philipp Sutter blickte aus dem Fenster I am 22. Stock nach unten und lachte für sich. Er soll nur tiefer sinken, mein Freund. Jedes Wort, das er sagt, ist ein weiterer Nagel in seinen Sarg. Eva Steiner, neben Philipp sitzend, lachte nicht. Sie hatte 2 Nächte schlecht geschlafen. Etwas in ihrer Brust wusste vor ihrem Kopf, dass etwas nicht stimmte. Unten, auf den Stufen, bestieg Urs das kleine Podium. Er trug einen einfachen Anzug, keine goldene Uhr, kein Taschentuch in der Tasche, nichts außer einer dicken Aktenmappe unter dem Arm und in der Innentasche seines Sakkos das blaue Notizbuch. Links vom Podium Dr. Klaus Baumann, rechts Lena Frey, schlicht gekleidet, aber mit einer Würde, die jeden zum Schweigen brachte, der sie ansah. Weiter hinten Fabian Moser mit 2 Assistenten und in der ersten Reihe unter den Zeugen Herr Wiss, der nicht ganz verstand, wie er dorthin gekommen war, aber wusste, dass er dabei sein musste. Die Zwillinge waren nicht dabei. Lena war standhaft geblieben. Meine Töchter sind kein Teil des Spektakels, werden es niemals sein. Urs schaltete das Mikrofon ein. Guten Morgen, mein Name ist Urs Keller. Vor 3 Tagen wurde ich aufgrund von Betrugsvorwürfen aus dem Verwaltungsrat der Keller Steiner AG entfernt. Vor 3 Tagen verließ meine Frau Eva Steiner mein Haus. Vor 3 Tagen verlor ich auf dem Papier alles, was ich in einem Leben aufgebaut hatte. Er machte eine Pause. Die Kameras surrten. Was ich heute zu sagen habe, handelt nicht davon, was ich verloren habe, sondern davon, was wir alle vor 5 Jahren verloren haben, ohne es zu merken. Er pausierte erneut. Vor 5 Jahren verschwand ein Mann namens Daniel Frey aus dieser Stadt. Er war Buchhalter der Keller, Steiner AG. Die gesamte Firma, einschließlich meiner selbst, erklärte ihn zum Betrüger. Wir gaben ihm die ganze Schuld für fehlendes Geld. Seine Frau, die heute zu meiner Rechten sitzt, musste ihre 2 kleinen Töchter allein aufziehen, ohne Unterstützung, ohne Namen, Böden, putzend in einem Bahnhof. Lenas Gesicht rührte sich nicht, aber ihre Augen füllten sich langsam. Heute, vor ihnen, mache ich 2 Ankündigungen. Die Reporter beugten sich vor. Einige Chefredakteure, die die Übertragung von den Redaktionen aus verfolgten, riefen bereits ihre Teams an. Das haben wir nicht erwartet. Wir gehen live. Erste Ankündigung. Daniel Frey hat niemals einen Rappen aus diesem Unternehmen gestohlen. Die Beweise, die gegen ihn verwendet wurden, waren gefälscht. Ich habe hier in dieser Akte die Dokumente, die dies beweisen, und ich übergebe gleichzeitig Kopien an die Staatsanwaltschaft und die Medien. Klaus verteilte die Kopien. Der Presseraum begann sich wie ein Bienenstock zu bewegen. Zweite Ankündigung. Urs zog das blaue Notizbuch aus der Tasche. Daniel Frey hat vor seinem Verschwinden schriftliche Beweise hinterlassen. Er hinterließ Beweise, wer jahrelang Geld von der Keller Steiner AG auf ein persönliches Konto in Panama umgeleitet hatte. Diese Beweise wurden genial in einem blauen Notizbuch versteckt, einem Notizbuch mit den Zeichnungen seiner 2 Töchter, Lia und Mia. Der Name des Verantwortlichen, fuhr Urs fort und hob seine Stimme über den Lärm, ist Philipp Sutter. Der Raum explodierte. Im 22. Stock stand Philipp Sutter mit entstelltem Gesicht von seinem Stuhl auf. Eva legte die Hand vor den Mund. »Das ist eine Farce«, schrie Philipp und griff nach seinem Handy. »Rufen Sie die Sicherheit, rufen Sie meinen Anwalt.« »Philipp«, murmelte Eva, fast stimmlos. »Ist es wahr? Schweige, Eva, schweige jetzt.« Aber Eva hörte nicht mehr zu. Eva sah auf dem Bildschirm I am Büro das Gesicht ihres Ex-Mannes, der mit einer Gelassenheit, die sie seit Jahren nicht an ihm gesehen hatte, das Podium betrat. »Unten, auf den Stufen«, sprach Urs weiter. »In dieser Akte«, sagte er und öffnete die erste Lasche, »sind die Bewegungen, Konto für Konto, Datum für Datum, 10 Jahre minutiöser Unterschlagungen, versteckt in scheinbar legitimen Operationen. Die letzte Operation vor 3 Monaten war eine Bewegung von mehreren Millionen, die genau mit einem Fehlbetrag übereinstimmt, der in unserem letzten Abschluss gemeldet wurde. Ein Fehlbetrag, für den zufällig ich beschuldigt wurde. Die Journalisten begannen lautstark Fragen zu stellen. Klaus hob die Hand. Einer nach dem anderen bitte. Eine ältere Reporterin, bekannt dafür, keine Angst zu haben, erhob zuerst ihre Stimme. »Herr Keller, können Sie beweisen, dass dieses Notizbuch tatsächlich von Herrn Frey ist und keine neue Fälschung?« Urs sah Lena an. Lena nickte. Lena trat an das Mikrofon. Die Leute schwiegen aus Respekt, obwohl fast niemand wusste, wer sie war. Sie sprach mit kleiner, aber fester Stimme. »Ich bin Lena Frey, die Frau von Daniel Frey. Ich putze seit 5 Jahren Böden am Hauptbahnhof, um meine 2 Töchter zu ernähren. Mein Mann verschwand eines Morgens spurlos. Die Leute sagten mir, er sei ein Dieb. Ich habe es nie geglaubt. Aber einer Frau wie mir, ohne Ausbildung, ohne Kontakte, ohne einen Rappen, glauben nicht einmal die Nachbarn.« Sie machte eine Pause.
Dieses Notizbuch ist von Daniel. Ich habe ihn jahrelang daran schreiben sehen. Ich dachte, er würde Geschichten für unsere Töchter schreiben. Später verstand ich, dass er auch etwas anderes schrieb. Etwas, das uns alle retten würde. Nur, dass es 5 Jahre dauerte, bis es ans Licht kam. Die Reporterin nickte respektvoll. Eine andere Journalistin fragte, Herr Keller, haben Sie versucht, Herrn Sutter zu kontaktieren? Hat er die Tatsachen bestritten? Ich frage Herrn Sutter öffentlich, ob er den Mut hat, heute aus seinem Büro herunterzukommen und sich vor diesen Kameras zu stellen. Ich frage ihn, ob er den Mut hat, das Panama-Konto auf den Namen seiner Scheinfirma zu erklären. Ich frage ihn, ob er den Mut hat, der Frau, die 5 Jahre lang Böden putzte, um die Töchter des Mannes zu ernähren, den er lebendig begraben wollte, in die Augen zu sehen. Die Kameras drehten sich zum Gebäudeeingang. Die Reporter rannten zu den Türen, warteten. 30 Sekunden lang kam niemand heraus, und dann öffneten sich die Türen. Philipp Sutter erschien am Eingang mit rotem Gesicht, kleinen Augen, der makellose Anzug an irgendeiner Stelle am Rücken zerknittert. Hinter ihm Eva Steiner. Aber sie ging nicht an seiner Seite. Sie ging weit weg, als diente Philipps Rücken ihr nicht mehr als Zuflucht. Philipp schritt entschlossen zum Podium. Das ist eine Farce, eine Verleumdung, inszeniert von einem Mann, der alles verloren hat und nun versucht, diejenigen zu beschmutzen, die tatsächlich für dieses Unternehmen arbeiten. Ich werde Urs Keller zivil und strafrechtlich verklagen, und ich werde auch diese Frau verklagen, weil sie sich für dieses Theater hergibt. Phase 1. Leugnung. Urs reichte ihm ein Blatt des Notizbuchs über das Podium. Ein Blatt, das die Fotokopie einer Bankbewegung mit Kontonummer, Datum findet sen, Dazif, Dazilip. Philipp, diese Operation ist von vor 3 Monaten. Erkennst du sie? Philipp sah auf das Blatt. Sein Gesicht zuckte ein wenig. Nur ein wenig. Das beweist nichts. Jede Zahl kann erfunden werden. Die Staatsanwaltschaft hat bereits die Kopie. Wir werden sie live mit den Bankunterlagen abgleichen, die wir heute Morgen bereits angefordert haben. Phase 2. Verteidigung. Urs, mein Freund, wir können das privat regeln. Du musst diesen Skandal nicht machen. Setzen wir uns, reden wir. Ich kann dir helfen, deine Position zurückzugewinnen. Tatsächlich sind die Mitglieder des Verwaltungsrates bereit. Philipp, sag mir, es geht nicht um die Position. Worum dann? Urs sah Lena an. Lena sah Urs an. Wegen dieser Frau, sagte Urs. Und wegen ihrer beiden Töchter. Und wegen eines Mannes, der dank dir seit 5 Jahren versteckt lebt. Philipp lachte, aber das Lachen war brüchig. Versteckt bitte. Frey hat sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht. Das weiß doch jeder. Frey hat keinen Rappen mitgenommen. Frey hat dich entdeckt. Und du hast, anstatt das Gestohlene zurückzugeben, beschlossen, ihn zu begraben. Aber du hast dich in einer Sache geirrt. Frey war intelligenter als du. Viel intelligenter. Deshalb hat er, bevor er ging, ein Notizbuch mit allen Namen, allen Konten, allen Daten hinterlassen. Phase 3. Zusammenbruch. Philipp hob die Hand, um etwas zu sagen. Die Hand blieb in der Luft. Sein Gesicht veränderte sich. Etwas in seinen Augen ergab sich. Die Leute um das Podium herum sahen es. Die Kameras sahen es. Das ganze Land sah es. Blaues Notizbuch, murmelte er. Es war von den Mädchen. Du dachtest, es sei von den Mädchen, Philipp, sagte Urs und senkte seine Stimme. Und deshalb lag es jahrelang auf Daniels Schreibtisch, und du hast es nie geöffnet. Philipp senkte die Augen. Eva, dahinter, trat einen Schritt zurück, dann noch einen. Dann drehte sie sich um und ging allein auf die Straße. Die Kameras folgten ihr einen Augenblick. Eine Reporterin versuchte, sie aufzuhalten. Eva blieb nicht stehen. Philipp trat an das Mikrofon. Seine Stimme zitterte. Ich brauche einen Anwalt. Ich werde keine Erklärungen abgeben. Dr. Klaus Baumann näherte sich. Die Staatsanwaltschaft ist bereits auf dem Weg, Herr Sutter. Ich schlage vor, Sie bleiben hier, bis Sie eintreffen, zu Ihrem eigenen Wohl. Philipp setzte sich auf die Stufe. Er saß auf Höhe der Stiefel der Reporter. Er saß auf Höhe der Füße von Lena Frey, die neben dem Podium stand und das blaue Notizbuch an ihre Brust drückte. Für einen Augenblick kreuzten sich ihre Blicke. Lena sagte nichts, Philipp auch nicht, aber etwas dort in der Stille richtete sich nach 5 Jahren auf. Urs trat wieder an das Mikrofon. Eine letzte Sache, sagte er, es geht nicht um Rache, es geht darum, zurückzugeben, was nicht uns gehörte. Ich werde der Staatsanwaltschaft alle meine persönlichen Vermögenswerte zur Verfügung stellen, um die Rückerstattung des unterschlagenen Geldes zu garantieren, und ich werde mit aller Kraft, die mir noch bleibt, nur eines mehr fordern. Er machte eine Pause, dass der Fall Daniel Frey wieder aufgenommen wird und dass diese Familie noch in dieser Woche das erhält, was ihr 5 Jahre lang zustand und nie zukam. Lena schloss die Augen. Diesmal ließ sie die Tränen fallen. Fabian Moser trat hinter Urs und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Urs drehte sich überrascht zu ihm um. Bist du sicher? Die Bestätigung ist gerade eingetroffen. 5 Minuten. Urs trat an das Mikrofon,
Seine Hände zitterten. »Meine Damen und Herren, ich habe soeben eine Eilmeldung erhalten. Mein Rechtsteam hat in der Nacht das Konsulat des Landes kontaktiert, in dem wir Herrn Daniel Frey vermuten. Vor 5 Minuten haben die Behörden dieses Landes in einer offiziellen Mitteilung bestätigt, dass ein Bürger dieses Namens tatsächlich unter dem Schutz eines internationalen Zeugenschutzprogramms lebt und wurde in diesem Moment darüber informiert, dass sein Fall wieder aufgenommen wurde.« Lena sank nach vorne, Klaus stützte sie am Arm. Herr Wiss in der ersten Reihe nahm seine Mütze ab und drückte sie an seine Brust. »Mein Mann«, murmelte Lena, »mein Mann lebt. Er lebt, Lena«, sagte Urs und verließ das Podium, um sich ihr zu nähern. »Und er wird zurückkommen.« Die Kameras filmten diesen Moment. Sie filmten ihn ganz. Sie filmten ihn schweigend. Und am nächsten Tag ging dieser Moment viral auf dem ganzen Kontinent. Das Video des Moments, in dem Urs bekannt gab, dass Daniel lebte, wurde in den ersten 24 Stunden über 15 Millionen Mal angesehen. Lenas Gesicht, die das blaue Notizbuch an ihre Brust drückte, wurde zu einem Bild, das in Küchen, Büros, Bussen und Märkten der gesamten Region geteilt wurde. Doch was die Menschen am meisten bewegte, war nicht die Anzeige gegen Philipp, sondern der kleine Satz, den Lena ohne Mikrofon, fast für sich selbst, sagte, während Urs die Staatsanwaltschaft bat, den Fall wieder aufzunehmen. Eine Kamera fing es zufällig ein, und der Satz, von den Zuschauern in den automatischen Untertiteln gelesen, ging um die Welt: »Meine Töchter werden ihren Papa kennenlernen.« In dieser Nacht weinten in Tausenden bescheidener Haushalte Menschen vor einem Bildschirm. Am nächsten Morgen waren die Schlagzeilen voll. Das blaue Notizbuch, unbesiegbare Beweismittel eines Vaters, der nie geflohen war. Urs Keller, von der Bahnhofsbank zum Podium der Gerechtigkeit. Lena Frey, die Putzfrau, die 5 Jahre lang bewahrte, was die Firma nicht lesen konnte. Aber die Maling-Ast gelesene Schlagzeile, die an den Wänden kleiner Städte kleben blieb, war eine andere. 2 kleine Mädchen, ein Bonbon und ein Notizbuch. So fing alles an. Die Staatsanwaltschaft handelte schnell. Philipp Sutter wurde förmlich untersucht. Seine Konten in Panama wurden eingefroren. Seine internen Verbündeten am Verwaltungsrat begannen, sich von ihm zu trennen, wie Passagiere ein sinkendes Schiff verlassen. Einige gestanden, andere übergaben Dokumente, die sie aus Angst aufbewahrt hatten. Jedes Geständnis bestätigte, was das Notizbuch bereits gezeigt hatte. Eva Steiner rief Philipp nicht mehr an. Sie rief auch Urs nicht mehr an. Sie zog zu ihrer Mutter in eine kleine Stadt, wo niemand sie kannte, und schickte Tage später einen kurzen Brief an Urs. 2 Zeilen. »Ich bitte dich nicht um Verzeihung. Ich bitte dich nur, dass du dich eines Tages, wenn du kannst, erinnerst, dass auch ich von mir selbst getäuscht wurde. Vor allem.« Urs las den Brief 3-mal, legte ihn in eine Schublade, antwortete nicht, aber zerriss ihn auch nicht. Der Verwaltungsrat der Keller, Steiner AG, traf sich zu einer außerordentlichen Sitzung. Urs wurde einstimmig wieder eingesetzt. Die Partner, die nur wenige Tage zuvor gegen ihn gestimmt hatten, versuchten nun mit angespanntem Lächeln, ihn davon zu überzeugen, dass sie immer auf seiner Seite gewesen waren. Urs hörte ihnen allen zu, ohne zu unterbrechen, und als sie fertig waren, sprach er: »Meine Herren, ich werde die Wiedereinsetzung akzeptieren, aber ich warne Sie. Ich werde nicht vergessen, wer wie in jener Sitzung gestimmt hat, nicht aus Rache, sondern zum Lernen. Dieses Unternehmen war viele Jahre lang ein Ort, an dem die Angst herrschte. Das ist vorbei. Wenn jemand von Ihnen lieber gehen möchte, anstatt sich zu ändern, verstehe ich das. Aber wer bleibt, wird mit mir unter anderen Regeln arbeiten.« 3 Direktoren traten noch am selben Nachmittag zurück. Urs hielt sie nicht auf. In dieser Nacht, während das ganze Land über den Fall sprach, betrat Urs zum ersten Mal das Penthouse, das jahrelang sein Zuhause gewesen war. Es war leer. Eva hatte das wenige mitgenommen, was sie wollte. Die teuren Möbel standen noch da, nun mit dem Anschein eines verlassenen Museums. Urs durchquerte die Zimmer langsam. Er blieb vor einem gerahmten Foto am Wohnzimmer stehen. Ein Foto seines Vaters, jung, lächelnd am Eingang des ersten Familienbüros. Urs nahm es ab. Er sah es lange an. »Entschuldige, Papa«, sagte er laut mitten in der Stille. »Ich habe zu lange gebraucht, um zu hören, was du mir sagtest.« Er fuhr wieder mit dem Aufzug hinunter, verließ das Penthouse mit einem einzigen Koffer. Er schlief dort nicht wieder. Noch in derselben Woche verkaufte er das Haus. Mit dem Geld kaufte er nichts für sich. Eines Morgens, Tage später, erschien Urs in der bescheidenen Wohnung, in der Lena mit ihren Töchtern lebte. Er brachte Kaffee, er brachte Brot und über dem Brot einen Umschlag. Lena öffnete die Tür misstrauisch. Die Zwillinge lugten neugierig dahinter hervor. »Das ist der Herr vom Bonbon, Mami, Mami. Der Herr darf wiederkommen.« Urs lächelte. »Guten Morgen, Lena. Guten Morgen, Mädchen. Guten Morgen, Herr Keller«, sagte Lena mit dieser neuen Stimme, die sie gerade lernte zu benutzen. Halb vorsichtig, halb herzlich,
kommen Sie rein. Die Wohnung war winzig. Ein Wohnzimmer mit einem niedrigen Tisch, einem alten Sofa, einem Fenster mit hellen Vorhängen und an einer Wand eine gerahmte Zeichnung, eine Bleistiftzeichnung, eine Zeichnung eines Mannes mit Anzug und Krawatte. Urs blieb stehen und sah sie an. »Wir haben es vor 3 Jahren gerahmt«, sagte Lena hinter ihm. Die Mädchen sagten, sie wollten den Herrn vom Notizbuch jeden Tag sehen. »Lena, sagen Sie mir, ich verdiene das nicht. Das entscheiden nicht Sie, das entscheiden Sie.« Urs drehte sich um. Die Zwillinge saßen auf dem Sofa und sahen den Umschlag an, den er auf den Tisch gelegt hatte. »Was ist in dem Umschlag, Mami?« fragte Mia. »Ich weiß nicht, mein Schatz, Herr Keller.« Urs setzte sich vor sie auf einen kleinen, fast kindlichen Stuhl. Er sah lächerlich aus, aber es war ihm egal. »Mädchen, Lena, dieser Umschlag ist der erste Brief, den euer Papa euch vor vielen Jahren geschrieben hat. Der, den er am blauen Notizbuch hinterlassen hat. Ich habe ihn gefunden, als ich anfing, die Seiten zu lesen. Und ich dachte, er gehöre euch.« Die Zwillinge blieben ganz still. »Ist er von Papa?« fragte Lia. »Er ist von Papa. Er ist für euch. Mami, sollen wir ihn öffnen?« Lena legte die Hand vor den Mund, atmete ein paar Mal tief ein, setzte sich dann zwischen die beiden auf das Sofa. »Ja, meine Lieben, wir öffnen ihn zusammen.« Lena öffnete den Umschlag, zog ein sorgfältig gefaltetes Blatt Papier heraus. Daniels sorgfältige, kleine Handschrift füllte das Papier. »Für Lia und Mia, meine Lieben. Wenn ihr das lest, bedeutet es, dass etwas nicht so gelaufen ist, wie ich es wollte. Ich bin gegangen, nicht weil ich nicht bei euch sein wollte. Ich bin gegangen, um euch zu schützen. Ich werde zurückkommen, meine Lieben. Ich werde zurückkommen. Aber wenn etwas passiert und ich nicht zurückkomme, möchte ich, dass ihr 3 Dinge wisst. Erstens, euer Papa hat euch vom ersten Moment an geliebt, als er wusste, dass es 2 von euch sein würden. Ich habe an diesem Tag vor Glück geweint. Und dieses Weinen begleitet mich immer noch. Zweitens, eure Mama ist die stärkste Frau, die ich kenne. Wenn ihr jemals gebeten werdet zu wählen, wen ihr bewundern sollt, wählt sie. Immer sie. Sie gibt niemals auf. Und wenn ich ein bisschen ein guter Mann bin, dann nur, weil sie es mir beigebracht hat. Drittens, dieses blaue Notizbuch, das ich euch hinterlasse, ist das Wichtigste, das mein Papa hat. Nicht nur, weil es eure Zeichnungen enthält, sondern weil es eines Tages jemand lesen wird. Wenn dieser Tag kommt, werden die Dinge anfangen, sich zu ordnen. Ich liebe euch von ganzem Herzen, meine Lieben. Und ich komme zurück, Papa. Die beiden Zwillinge waren sehr still. Lia umarmte den Brief an ihre Brust. Mia hielt ihre Hand fest am Bein ihrer Mutter. »Mami«, sagte Mia schließlich, »Papa hat uns geliebt.« »Ja, mein Schatz, er hat euch immer geliebt.« »Mami«, sagte Lia, »kommt Papa zurück?« Lena sah Urs an. Urs nickte mit dem Kopf. »Ja, mein Schatz, Papa kommt heute zurück, so Gott will.« Die Zwillinge verstanden es nicht ganz, aber etwas in der Luft durchzog sie, etwas, das Lia dazu brachte, auf das Sofa zu klettern und ihre Mutter zu umarmen, und Mia umarmte beide. Urs stand langsam auf, seine Augen waren voller Tränen. Er wischte sie nicht weg. »Lena, ich bin draußen am Eingang. Wenn er kommt, klopfe ich an.« »Danke, Herr Keller.« »Urs.« Urs ging auf den Gang, schloss die Tür langsam, setzte sich auf die Stufe vor der Wohnung. Dr. Klaus Baumann und 2 Konsulatsbeamte kamen 3 Stunden später an. Hinter ihnen kam ein Mann, ein schlanker Mann, mit einem kleinen Rucksack, mit einem ausgezehrteren Gesicht als auf den alten Fotos, mit 5 Jahren, die in seinen Augen versteckt waren. Daniel Frey. Urs stand für einen Augenblick auf. Die beiden Männer sahen sich regungslos an. Sie waren Chef und Angestellter gewesen. Sie waren Unrecht und Schweigen gewesen. Es waren 5 Jahre des Nichtwissens gewesen. Urs streckte die Hand aus. Daniel nahm sie, aber nicht als Gruß. Er nahm sie mit beiden Händen, drückte sie. »Herr Keller.« »Daniel, danke, dass du das Notizbuch gelesen hast.« Urs konnte nichts sagen, senkte nur den Kopf. »Entschuldige, Daniel. Entschuldige die 5 Jahre.« »Urs.« Daniel sprach den Namen zum ersten Mal aus. »Wenn ich mehr Vertrauen in Sie gehabt hätte, wäre alles anders gewesen. Die Schuld liegt nicht nur bei Ihnen. Doch, das tut sie. Nicht ganz, Herr. Wir werden sie wie Männer teilen und beide lernen.« Urs nickte. Seine Stimme war heiser. »Ihre Frau wartet auf Sie und Ihre Töchter. Herr Keller, bevor ich an diese Tür klopfe, eine Frage, welche auch immer. Wie geht es Ihnen?« Urs überlegte, was er sagen sollte. Nur ein Wort kam ihm in den Sinn. »Ganz.« Daniel nickte, schloss die Augen, atmete ein und klopfte an die Tür. Lena öffnete. Sie sah ihn einen Augenblick an. Nur einen Augenblick. Ihr Gesicht zerbrach in Stille. Kein Schrei, kein Schluchzen. Nur eine Hand, die zum Mund fuhr und dort zitternd verharrte, als hätte sie Angst, sie loszulassen und zu entdecken, dass der Mann am Türrahmen ein Bild und kein Körper war. Daniel rührte sich auch nicht. Er hatte den Rucksack über einer Schulter hängen, er hatte staubige Schuhe. Er hatte 5 Jahre in den Augen. Lena, ein einziges Wort, die Art, wie nur er sie genannt hatte.
Die Art, die sie jede Nacht in Träumen weitergehört hatte, ohne zu wissen, ob es Erinnerung oder Erfindung war. Lena trat einen Schritt vor, dann noch einen und umarmte ihn wortlos, als hätte sie diese Umarmung 5 Jahre lang zurückgehalten, beide Hände auf seinem Rücken, das Gesicht an seine Schulter gedrückt, ohne zu schreien, ohne laut zu weinen, nur langsam zudrückend, wie jemand, der mit dem Körper überprüft, ob etwas real ist. Die Zwillinge dahinter verstanden es nicht sofort. Sie standen mitten am Wohnzimmer und sahen einen unbekannten Herrn, der ihre Mama umarmte, aber etwas in der Luft sagte ihnen, was ihre Ohren noch nicht verarbeiten konnten. Lia war die Erste. Sie ließ den Brief vom Sofa fallen, machte 2 kleine Schritte, blieb stehen. Mami. Lena löste sich langsam aus der Umarmung, nahm Daniel an die Hand und führte ihn in die Mitte des Wohnzimmers. Sie hockte sich mit Tränen in den Augen vor die beiden Mädchen. »Meine Lieben, das ist Papa. Papa, Papa, Papa!« Beide stürzten sich gleichzeitig auf ihn. Daniel fiel auf die Knie, um sie aufzunehmen. Er drückte sie mit beiden Armen, bis die 3 einen einzigen kleinen Klumpen mitten am Wohnzimmer bildeten. Lena setzte sich daneben, legte ihre Stirn an Daniels Schulter und erlaubte sich erst dann zu weinen. Wie eine Frau weint, die gewartet hat, was sie warten musste. Urs schloss vom Gang aus langsam die Tür. Er wollte ihnen keine Sekunde rauben. Er stieg die Treppe des Gebäudes hinunter, trat auf das Kopfsteinpflaster, ging bis zur Ecke und dort, mitten auf der Straße stehend, weinte er zum ersten Mal wie ein Mann, der nicht weinen kann, der es sich aber schließlich erlaubt, nach einem ganzen Leben. Und als er aufhörte, merkte er, dass sich etwas in ihm für immer verändert hatte. Er hatte nicht nur ein Unternehmen wiedererlangt, er hatte nicht nur einen Feind besiegt. Er hatte zu spät für 5 verlorene Jahre, aber rechtzeitig für alles, was kam, gelernt, was es wirklich bedeutete, reich zu sein. Die Wochen danach waren geprägt vom Wiederaufbau, nicht nur des Unternehmens, sondern ganzer Leben. Philipp Sutter kam nach mehreren Wochen des Prozesses zu einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft. Er gab jeden Rappen des veruntreuten Geldes zurück. Er trat von allen seinen Ämtern zurück. Er akzeptierte, eine längere Zeit gemeinnützige Arbeit zu leisten, ohne Zugang zu Führungspositionen. Die Strafe war hart, aber nicht zerstörerisch. Urs war überraschenderweise der Erste, der den Richter bat, eher einen Rehabilitationsweg als Rache in Betracht zu ziehen. »Philipp zu zerschlagen, gib mir Lenas 5 Jahre nicht zurück«, sagte er zu Klaus. Und ihm beizubringen, anders zu leben, kann dazu beitragen, dass andere nicht so enden wie er. Klaus sah ihn erstaunt an, widersprach aber nicht. Philipp verließ die Anhörung mit gesenktem Kopf, suchte Urs auf dem Gang. Seine Augen waren geschwollen. »Urs, Philipp, ich verdiene nicht, was du für mich gefordert hast, das weiß ich bereits. Aber ich danke dir. Ich werde die Dinge anders machen, das verspreche ich. Philipp, Versprechen, die vor einem fallenden Mann gemacht werden, überzeugen mich nicht mehr. Beweise sie mit der Zeit. Das ist der einzige Weg.« Philipp nickte. Er sagte nichts mehr. Urs ließ ihn gehen. Daniel kehrte nicht als untergeordneter Buchhalter ins Unternehmen zurück. Urs bot ihm eine Vizepräsidentschaft für Finanzen an. Daniel akzeptierte unter einer Bedingung: »Ich arbeite nur, wenn das erste Programm, das wir entwickeln, mit den Leuten zu tun hat, die die Böden putzen.« Urs lächelte. Das hatte er bereits gedacht. Lena verließ das externe Reinigungsunternehmen und trat einer neu gegründeten Stiftung bei. Die Stiftung hieß Blaues Notizbuch. Ihre erste Mission war es, Familien von Arbeitnehmern zu unterstützen, die unter Arbeitsunrecht oder Verschwinden gelitten hatten. Lena wurde zur Generalkoordinatorin ernannt. Ihr Gehalt ermöglichte es ihr zum ersten Mal in ihrem Leben, das Monatsende ohne Angst zu betrachten. Frau Meier, die Supervisorin des Bahnhofs, wurde von ihrer Position entbunden, als eine interne Untersuchung zeigte, dass sie das Personal jahrelang einem Regime ständiger Demütigungen unterworfen hatte. Urs forderte diese Untersuchung nicht, sie wurde von Lenas eigenen Kolleginnen angefordert, ermutigt durch ihr Beispiel. Herr Wiss hingegen lehnte jedes Angebot ab. Urs bot ihm eine feste Anstellung, eine lebenslange Rente, was immer er wollte. »Sohn, ich habe meinen Kiosk, und in diesem Alter brauche ich das einzige Neue, das ich brauche, ist jeden Morgen frischer Kaffee. Wenn Sie mir helfen wollen, sagen Sie Ihren Leuten, dass sie mir die Zeitung kaufen sollen, wenn sie hier vorbeikommen. Das ist alles, was ich bitte.« Urs lachte. Es war das erste Mal seit einem Monat, dass er wirklich lachte. »Herr Wiss, das ist bereits Gesetz in meiner Firma. Dann sind wir zufrieden.« Eines Nachmittags lud Urs die Familie Frey in seine neue Wohnung ein. Es war eine mittelgroße, bescheidene Wohnung mit einem großen Holztisch und einem Wohnzimmer mit 2 Fenstern. Urs hatte kochen gelernt, seit er eingezogen war. Nicht gut, aber mit Willen. Lena brachte einen Nachttisch. Daniel brachte ein Buch. Die Zwillinge brachten jeweils eine neue Zeichnung mit. Urs empfing sie an der Tür. »Herein, Familie. Familie,
wiederholte Lena leise und lächelte ein wenig. Sie aßen langsam zu Abend, sprachen über kleine Dinge, darüber, wie Lia lesen lernte, wie Mia Daniel am Schach schlug, wie Lena abends eine technische Ausbildung nachholte, die sie Jahre zuvor abgebrochen hatte, wie Urs zum ersten Mal seit 30 Jahren mehr als 6 Stunden am Stück schlief. Nach dem Abendessen näherten sich die Mädchen Urs mit einem kleinen, in selbstgemachtes Geschenkpapier eingepackten Paket. »Für Sie«, sagte Lia. »Wir haben es beide zusammen gemacht«, fügte Mia hinzu. »Mami hat uns nur mit dem Band geholfen.« Urs öffnete das Paket langsam. Darin befand sich ein kleines, hartgebundenes Notizbuch mit einem Einband, den Lia mit Blumen und Sonnen verziert hatte. Darin neue Zeichnungen, von beiden gemacht. Auf der ersten Seite mit großer, kindlicher Schrift, die gerade erst lernt, stand »Für den Herrn vom Bonbon, der Urs heißt und unser Freund ist.« Urs schloss das Notizbuch, fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. Daniel reichte ihm eine Serviette. Er sagte nichts, es war nicht nötig. »Danke, Mädchen, das ist das beste Notizbuch, das mir je geschenkt wurde.« »Wirklich?«, fragte Lia. »Wirklich? Mehr als Papas blaues?«, fragte Mia mit dieser kindlichen Logik, die immer auf den Punkt kommt. »Das Blaue deines Papas ist nicht für mich, Mia. Es gehört deiner Familie, aber dieses Neue, das ist von euch für mich. Und die beiden Notizbücher zusammen geben meinem Leben jetzt Sinn.« Lena sah Daniel an. Daniel sah Lena an. Unter dem Tisch suchten sich ihre Hände. 3 Monate nach dem Abendessen fand in einem mittelgroßen Auditorium der Stadt die offizielle Eröffnung der Stiftung Blaues Notizbuch statt. Journalisten, Behörden, Gemeindeleiter und in der ersten Reihe mehrere Familien, denen die Stiftung bereits in ihren ersten Pilotfällen geholfen hatte, nahmen teil. Daniel und Lena saßen in der ersten Reihe, Hand in Hand. Die Zwillinge zwischen den beiden sitzend, spielten damit, die Deckenlichter zu zählen. Herr Wiss hatte diesmal zugestimmt, als Gast zu kommen. Er trug einen geliehenen Anzug, eine schiefe Krawatte und ein Lächeln, das sein ganzes Gesicht einnahm. Und in einer der mittleren Reihen saß ein einsamer Mann, schlicht gekleidet, mit sorgfältig rasiertem Bart. Philipp Sutter, auf Bewährung, hatte eine Sondergenehmigung zur Teilnahme beantragt. Urs hatte die Genehmigung persönlich unterschrieben. Der Saal füllte sich. Dr. Klaus Baumann präsentierte auf dem Podium den Gründer. Urs betrat es ohne teuren Anzug, ohne Krawatte, ohne etwas, das ihn vom Publikum trennte. »Guten Abend. Pause. Vor einigen Monaten habe ich alles verloren. Meine Firma, meinen Namen, meine Frau, meinen Ruf. Ich saß 3 Tage lang auf einer Bank am Hauptbahnhof und blickte auf eine Münze auf dem Boden, die mir ein Mann für meinen Kaffee zugeworfen hatte. Ich hob sie nicht auf, nicht aus Stolz, sondern aus Angst, zu akzeptieren, dass dies der neue Maßstab meines Lebens war. Der Saal war still. Was mich von dieser Bank geholt hat, war keine brillante Idee, kein Anwalt, kein Anruf eines Partners. Es war ein Erdbeerbonbon, das mir 2 kleine Mädchen gaben, die dort vorbeigingen. Diese beiden Mädchen glaubten, ich sei traurig. Und ohne zu wissen, wer ich war, ohne zu wissen, was ich getan hatte, ohne zu wissen, wem sie die 5 wichtigsten Jahre ihrer Familie gestohlen hatten, boten sie mir das Einzige an, was sie in der Tasche hatten. Er machte eine lange Pause. Heute möchte ich auf diesem Podium 2 verschiedenen Gruppen von Menschen sprechen. Erstens, denen, die sich unsichtbar gefühlt haben, denen die Böden putzen, bevor der Rest der Stadt erwacht, denen, die am Morgengrauen auf den Bus warten, denen, die wissen, dass ihre Arbeit ein ganzes Gebäude trägt, aber nie in einer Verwaltungsratssitzung genannt werden. Ihnen sage ich habe sie mein ganzes Leben lang vorbeigehen sehen und habe sie nicht angesehen. Ich kannte nicht einmal den Namen der Frau, die jahrelang mein Büro putzte. Und es stellte sich heraus, dass diese Frau und andere wie sie diejenigen waren, die den Atem des gesamten Unternehmens aufrechterhielten. Ich bitte Sie alle um Verzeihung für mich und für alle, die, wie ich, noch nicht gelernt haben, sie zu sehen. Einige Frauen am Auditorium begannen zu weinen, andere klatschten, ohne die Hände vom Schoß zu nehmen. Zweitens, denen, die in Machtpositionen sind. Denen, die große Büros, große Gehälter, große Entscheidungen haben. Ihnen spreche ich anders. Ich war 30 Jahre lang einer von ihnen und ich werde Ihnen etwas sagen, das ich sehr spät, aber rechtzeitig gelernt habe. Die wahre Gefahr der Macht ist nicht, dass jemand kommt, um sie Ihnen wegzunehmen. Die wahre Gefahr ist, dass man sich daran gewöhnt, die Menschen nicht anzusehen. Und wenn man aufhört, die Menschen anzusehen, hören die Menschen früher oder später auch auf, um einen herum zu existieren. Und an dem Tag, an dem man fällt, ist niemand auf dem Boden, der einen aufhebt, weil man selbst jahrelang zugelassen hat, dass diejenigen, die einen aufgehoben hätten, unsichtbar wurden. Pause. Würde wird nicht vom Schreibtisch aus verliehen. Sie wird erkannt, indem man geht. Langer Applaus.
Geld kauft keinen Vater, aber die Wahrheit bringt ihn zurück. Mehr Applaus. Und ein Bonbon in der richtigen Hand ist mehr wert als ein Vertrag, der von einem multinationalen Unternehmen unterzeichnet wurde. Lachen, Applaus, Tränen. Ich habe in diesen Monaten gesehen, was ich jahrelang nicht sehen konnte. Ich habe bescheidene Familien gesehen, die ganze Städte mit ihren frühen Morgenstunden tragen. Ich habe rote Hände gesehen, die mehr Geschichte in sich tragen als viele Bücher. Ich habe kleine Kinder gesehen, die Fremde mit einer Güte ansehen, die Erwachsene wieder lernen müssen. Und was ich verstanden habe, was ich den Rest meines Lebens mit mir tragen werde, ist das. Der Tag, an dem ein Land lernt, seine stillsten Menschen anzusehen, beginnt dieses Land wirklich zu heilen. Der Saal applaudierte lange. Ich möchte vor dem Abschluss 3 Personen besonders danken. Herr Wiss, 40 Jahre am Kiosk dieses Bahnhofs. Als ich am Boden lag, war er der Erste, der mir einen heißen Kaffee gab und sich ohne etwas zu verlangen neben mich auf die Bank setzte. Herr Wiss, bitte stehen Sie auf, damit das Land Sie kennenlernen kann. Herr Wiss in der ersten Reihe zögerte, stand aber schließlich auf. Er grüßte mit der Mütze. Die Leute applaudierten ihm. Er setzte sich schnell, verlegen. Daniel Frey. Er arbeitete jahrelang mit mir zusammen, wurde ungerecht behandelt. Er verlor 5 Jahre seines Lebens mit seiner Familie und hatte dennoch die Größe, zurückzukehren und wieder in der Firma zu arbeiten, die ihn begraben hatte. Daniel, danke, dass du mir gezeigt hast, dass die höchste Intelligenz die ist, die standhaft bleibt, wenn alles zusammenbricht. Daniel stand auf, machte eine kleine Geste mit dem Kopf und setzte sich wieder. Und ich möchte zuletzt eine Person anerkennen, die viele in diesem Raum vielleicht nicht erwarten, dass ich sie erwähne. Philipp Sutter. Der Saal murrte. Philipp hat schwere Dinge begangen, er zahlt dafür, aber heute hat er sich entschieden, hierher zu kommen, vor die Kameras, vor alle, ohne sich zu verstecken. Und das, bei einem Mann, der sich jahrelang hinter mir versteckte, ist ein erster Schritt. Philipp, ich vergebe dir nicht, und ich höre nicht auf, dir zu vergeben. Das wird die Zeit entscheiden, aber ich danke dir, dass du gekommen bist, denn ohne dich hätte es nicht das Ende gehabt, das es hatte. Und weil du mir auch gezeigt hast, wie gefährlich es ist, den Menschen nicht zuzuhören, die einen unter sich haben. Ich habe dir zu viel zugehört. Ich werde lernen, mehr Menschen zuzuhören. Danke. Philipp blieb still, senkte den Kopf, legte die Hand auf die Brust. Urs sah Lena an. Lena nickte. Es gibt noch 2 weitere Personen, denen ich danken muss. Und ich werde sie nicht von hier aus nennen. Ich werde sie auf dieses Podium rufen. Lia Frey, Mia Frey, kommt bitte. Die Zwillinge sahen sich an. Lena gab ihnen einen sanften Stoß. Daniel lächelte sie an. Die beiden gingen Hand in Hand den Gang des Auditoriums entlang, gleich gekleidet, die Haarschleifen fest. Das gesamte Publikum stand auf. Urs hockte sich hin, bis er auf ihrer Höhe war. Die beiden umarmten ihn wie einen alten Freund. Das Auditorium applaudierte ununterbrochen. »Mädchen«, sagte Urs ins Mikrofon, mit den beiden an seinem Hals hängend. »Ihr seid der Grund, warum diese Stiftung existiert. Und ihr seid der Grund, warum viele Familien in den nächsten Jahren nicht 5 Jahre warten müssen, bis jemand ihnen zuhört. Danke. Danke für das Bonbon, danke für das Notizbuch. Danke, dass ihr mir gezeigt habt, wie man hinsieht.« Lia flüsterte ihm etwas ins Ohr. Urs lachte, stand auf. Lia hat mir gerade gesagt, dass sie jetzt auch ein Bonbon hat, aber dass sie es diesmal nicht mir schenken wird. Sie sagte, sie wird es Herrn Sutter schenken, weil sie glaubt, dass er heute auch traurig ist. Der Saal war bewegt. Lia ging zu Philipp, zog ein Erdbeerbonbon heraus, überreichte es ihm. Philipp verdeckte sein Gesicht mit der Hand. Die Kameras filmten auch diesen Moment, und dieser Moment ging, wie andere zuvor, viral, diesmal aber nicht wegen eines Skandals, sondern wegen Menschlichkeit. Noch am selben Abend schrieben die Leute in Tausenden von Kommentaren unter dem Video andere Dinge als noch vor Monaten. Es waren keine Lacher mehr, keine Spott, es waren eigene Geschichten. Männer erzählten, dass sie ihren Job verloren hatten und niemand ihnen einen Kaffee gegeben hatte. Frauen erzählten, dass sie jahrelang allein Kinder großgezogen hatten, weil jemand in einem Büro ein Papier unterschrieben hatte, ohne es zu lesen. Ältere Menschen erzählten, dass ein Kioskbesitzer am Viertel mehr Familie für sie gewesen war, als die eigene Familie. Urs und Lenas Geschichte hatte, ohne es zu beabsichtigen, ein Gespräch eröffnet, das das Land schon lange führen musste. Der Satz aus den beiden Ansprachen wiederholte sich besonders in Verwaltungsratssitzungen, in Universitätskursen, in Predigten, in Mittagsgesprächen. Würde wird nicht vom Schreibtisch aus verliehen. Sie wird erkannt, indem man geht. Es gab Unternehmer, die ihn drucken ließen. Es gab Arbeiter, die ihn an ihre Spinde klebten. Es gab Professoren, die ihn als Aufsatzthema für ihre Schüler wählten. Urs wollte keine Kampagne mit diesem Satz anführen. Er ist nicht meiner, sagte er jedes Mal, wenn es ihm vorgeschlagen wurde. Er stammt aus einem blauen Notizbuch,
und das blaue Notizbuch gehört einer Familie. Die folgenden Monate brachten, was kein Plan hätte vorhersehen können. Die Stiftung Blaues Notizbuch erhielt Spenden von Unternehmen, Gewerkschaften, normalen Bürgern und sogar von einer ausländischen Regierung. Ihr Modell wurde in anderen Städten repliziert. Andere Unternehmen starteten ihre eigenen internen Programme für Arbeitswürde. Fachzeitschriften begannen vom Modell Keller als einer neuen Form der Unternehmensführung zu sprechen. Urs wurde ohne es zu beabsichtigen eine öffentliche Persönlichkeit. Man lud ihn zu Foren, Interviews, Universitäten ein. Er nahm wenige an. Einer der wenigen, die er annahm, war ein Vortrag in einer öffentlichen Schule in einem Arbeiterquartier. Er sprach 1 Stunde lang. Am Ende fragte ihn ein kleines Mädchen: »Herr, waren Sie früher Millionär?« »Ja, ich war Millionär. Und jetzt?« »Jetzt bin ich reicher.« »Aber sind Sie reicher an Geld oder woran?« Urs lächelte. »An Menschen, mein Kind. Ich bin reicher an Menschen.« Das Mädchen nickte, als verstünde sie alles, und auf ihre Weise verstand sie es. Daniel und Lena lebten nach mehreren Monaten wieder als ganze Familie zusammen. Sie kauften ein bescheidenes Haus in einem ruhigen Quartier. Die Zwillinge besuchten eine gute Schule, nicht aus Privileg, sondern aufgrund der Leistungen, die sie bereits erbracht hatten. Lia entdeckte, dass sie gerne schrieb, Mia, dass sie gerne zeichnete. Jede trug auf ihre Weise etwas vom Notizbuch ihres Vaters in sich. Frau Rosalba, eine Nachbarin, die sie in den schwierigsten Jahren betreut hatte, wurde zur liebevollen Großmutter der Mädchen. Sie kam jeden Sonntag zum Mittagessen. Sie brachte Milchreis mit. Herr Wiss blieb in seinem Kiosk, aber Urs schickte ihm, ohne dass jemand darum bat, ein Team von Malern und Zimmerleuten, die das Geschäft renovierten, ohne die Seele des Ortes zu berühren. Sie bekamen ein neues Dach, einen kalten Kühlschrank, einen kleinen Tisch für Kunden, die sitzen und einen Kaffee trinken wollten. Herr Wiss stellte ein handgeschriebenes Schild am Eingang auf: Kaffee gratis für alle, die reden müssen. Das Schild wurde berühmt, und jeden Morgen gab es Menschen, die keinen Kaffee brauchten, sondern ein offenes Ohr. Philipp Sutter absolvierte sein Programm gemeinnütziger Arbeit. Er arbeitete als Administrator in einem Verein, der obdachlosen Menschen half. Zuerst wurde er nur angenommen, weil Urs ihn empfohlen hatte. Später, mit der Zeit, wurde er angenommen, weil er langsam jemand anderes wurde. Er hatte keine Führungspositionen mehr, er suchte sie nicht. Er lebte in einer kleinen Wohnung. Er lernte zu kochen. Er begann in Gruppen von Männern zu sprechen, die ebenfalls versuchten, sich zu ändern. Einmal in einer dieser Gruppen fragte ihn jemand, was der härteste Moment seines ganzen Falls gewesen sei. Er antwortete: Der Tag, an dem ein kleines Mädchen mir in einem Auditorium ein Bonbon gab. Warum? Weil ich verstand, dass das, was mich jahrelang zerbrochen hatte, nicht das Geld war, sondern die Unfähigkeit, Zärtlichkeit anzunehmen, ohne sie zu misstrauen. Eva Steiner kehrte nicht in die Stadt zurück. Sie fand ihr am Dorf ihrer Mutter ein kleineres, aber mehr ihr eigenes Leben. Sie schrieb Urs Monate später einen weiteren Brief. Nur 2 Zeilen. Ich freue mich, dass es dir gut geht, und ich freue mich, dass diese Bank am Ende der Anfang von etwas Gutem war. Urs legte ihn neben den ersten Brief, beide in derselben Schublade, und an einem Sonntagnachmittag, auf dem Weg zu Herrn Wisses Kiosk, um den üblichen Kaffee zu trinken, setzte sich Urs zum letzten Mal auf die Holzbank. Dieselbe Bank, derselbe exakte Punkt auf dem Kopfsteinpflaster, derselbe Blick auf die vorbeifahrenden Trams, aber diesmal war er nicht allein. Zu seiner Linken Herr Wiss, mit aufgesetzter Mütze, einer dampfenden Tasse in der Hand und dem üblichen Lächeln. Zu seiner Rechten Daniel, leise über neue Zahlen sprechend, vor ihm Lia und Mia, die auf dem Kopfsteinpflaster spielten und versuchten, die Pflastersteine zu überspringen, und ein paar Schritte entfernt, auf einer Nachbarbank sitzend und mit 2 Nachbarinnen sprechend, die jetzt der Stiftung halfen, Lena. Urs blickte auf die Bank, erinnerte sich an den Urs jenes schrecklichen Morgens, den mit dem fleckigen Anzug, der die Münze nicht aufhob, der dachte, ihm sei nichts mehr geblieben. Er lächelte ein wenig, nur für sich. Wenn jener Urs ihn jetzt sehen könnte, würde er sich nicht wiedererkennen. Und das, dachte er, war das beste Geschenk, das das Leben ihm gemacht hatte. Urs, mein Sohn, sagte Herr Wiss und bot ihm einen Becher heißen Kaffee an. Er ist frisch, gerade gemacht. Danke, Herr Wiss. Ich sagte dir einmal, dass die wichtigen Dinge nie beim ersten Versuch gesehen werden. Das haben Sie gesagt. Ja, hast du gelernt? Urs blickte zu den Zwillingen, die Daniel nun baten, ihnen beim Zählen der Pflastersteine zu helfen. Er blickte zu Lena, die auf der Nachbarbank leise mit den Nachbarinnen lachte. Er blickte auf das Kopfsteinpflaster, die Trams, die Fassade des Bahnhofs. Ich habe gelernt, Herr Wiss. Ich habe gelernt. Gut, mein Sohn, dann schuldest du dem Leben nichts mehr. Etwas schulde ich noch, Herr Wiss. Was? Ich schulde es weiterhin genau hinzusehen für all die Jahre, in denen ich nicht hingesehen habe. Herr Wiss nickte.
Er trank einen Schluck. Er schloss die Augen in der Sonne. Das, mein Sohn, ist die einzige Schuld, die es wert ist, bezahlt zu werden. Die Zwillinge kamen gerannt. Jede gab Urs eine imaginäre Pflasterplatte. Sie sagten, es sei Gold. Urs nahm sie mit der Ernsthaftigkeit eines Bankiers entgegen. Er steckte sie in die Innentasche seines Sakkos. In dieselbe Tasche, in der er Monate zuvor einmal ein blaues Notizbuch getragen hatte. »Urs«, sagte Lia und kletterte auf die Bank neben ihn. »Weißt du, was Papa uns gestern Nacht gesagt hat? Was hat er euch gesagt, mein Schatz? Dass er jeden Tag, wenn er weit weg von uns war, zum Himmel sah und sich vorstellte, dass du auf uns aufpasst, bis er zurückkommen konnte.« Mia nickte dahinter und kletterte auf die andere Seite. »Und wir sagten ihm, dass es wahr sei, weil du mit dem Bonbon auf uns aufgepasst hast. Erinnerst du dich?« Urs schwieg, atmete ein, blickte zu den Trams, damit die Mädchen seine Augen nicht sehen konnten. »Mädchen«, sagte er mit leicht gebrochener Stimme, »ihr wart es, die an jenem Tag auf mich aufgepasst haben, und danach und noch heute.« Lia dachte einen Augenblick nach. Dann sagte sie mit dieser entwaffnenden Logik, die nur Kinder haben, »Das liegt daran, dass wir Freunde sind. Das liegt daran, dass wir Freunde sind«, wiederholte Mia. Urs lächelte. Er blickte zu Daniel, der ein paar Schritte entfernt sprach. Er blickte zu Lena, die in diesem Moment ihren Kopf von der Nachbarbank drehte und sein Lächeln erwiderte. Und dort, auf dieser Bank sitzend, mit einem einfachen Kaffee in der Hand, einer Familie, die nicht die seine war und ihm dennoch gehörte, einem ganzen Bahnhof, der sich um ihn herum bewegte, ohne seine Geschichte zu kennen, verstand Urs Keller etwas, das ihm kein Vertrag hätte beibringen können, dass der größte Reichtum eines Mannes nicht daran gemessen wird, was er hat, wenn alles ihm zulächelt, sondern daran, was er bewahrt, wenn alles zusammenbricht. Und manchmal kommt dieser Reichtum auf einen zu, mit 2 kleinen Haarschleifen, einem Erdbeerbonbon und einem abgenutzten Notizbuch in den Händen. Urs schloss die Augen, spürte die Sonne am Gesicht und brauchte zum ersten Mal seit vielen Jahren nichts weiter. Er hatte alles verloren, und 2 kleine Mädchen mit einem Notizbuch gaben ihm sein Schicksal zurück.